Alle reden, keiner sagt Okay. etwas. Jetzt Sag reden denen mal, jetzt redet wir. Muss mich lösen von dem Pain, brauche endlich immer von dem wo einig kann sein. Der Marathon ist noch nicht vorbei. Es gibt Leute, die wünschen Death on me. Nimm Abstand von Bad Energies. Bro, schön bist du da. Danke, dass ich da sein. Sehr gerne, sehr gerne. Wir kommen zu einer neuen Folge von «Jetzt redet wir». Heute mit dem Live-In. Ihr kennt wahrscheinlich viel. Du bist ein Artist von der Schweiz. Aber vielleicht willst du mal ein paar Wörter, Sätze zu dir verlieren. Ja, Artist aus Zürich. Fertig. Ja, das bin ich etwa, ja. Ja. Seit wann machst du Musik? Das ist eben so eine schwierige Frage. Seit wann machst du Musik? Es war schon immer in mir, aber ich sage so, der erste Spotify-Release war in 2017. Okay. Ja. Okay. Also jetzt dann so 8 Jahre. 8 Jahre. Okay, okay. Und deine Art von Musik ist so schwierig, gell? Heutzutage Bro, mischt man so viel miteinander. Du kannst wie gar nicht mehr sagen, nur Trap, nur... Was macht der Luciano? Drill. Drill, genau. Es ist Ja. so wie... Es ist so ein Mischverhältnis. Ich mache ein bisschen alles, was in der Culture drin ist, mehr oder weniger, probiere ich aus. Okay, Voll. Wir haben auch schon House-Remixes gemacht im 2016 schon, weißt du. okay, Ja, wir probieren alles ein bisschen aus. okay, okay. Wir gehen nachher noch auf seine Musik, auf seine Person. Ich habe da so eine Box mit «We are not really strangers». 1, 2, 3, umso weiter die Zahl geht, desto tiefer ist es. Und das ist einfach eine Frage, Bro, um sich besser kennenzulernen. Du kannst aussuchen, du stellst mir eine Frage, ich stelle dir eine Frage. Also fangen wir beim Ich Eins glaub, an. dein Englisch ist genug gut. Vielleicht übersetzen wir es, falls jemand so Ein bisschen Mühe hat oder so, wie sicher. Mühe hat. Ja. Sicher. Willst du anfangen? Du kannst gerne anfangen. What character would you play in a movie? Also ist jetzt die Frage so auf dich, oder? Also, Ich stelle sie dir, oder? Ich stelle Ja. dir die Frage. Genau. ja. Also was wäre ich für ein Charakter? Welchen Charakter würdest du in einem Film spielen? Bro, entweder ein Psychologe oder voll der Psychopath. Ich glaube, weil ich die menschliche Psyche, weil ich mich viel damit befasst habe, jetzt durch meinen Job und auch jetzt so ein bisschen den Podcast, glaube ich, könnte ich das sehr gut spielen. So einen voll der durchgedrehten Serienmörder. Das wäre spannend, Bro. Krass. Nicht, dass meine Intention ist, aber ich glaube, So der crazy guy da. ja, so das Paratüme Lachen, das wahnhaft umeinander schauen und so. Eben, es sind jetzt 7, 11, 13 Jahre, wo ich auf dem Beruf arbeite. Mega viel gesehen und ich glaube, das könnte ich schon noch Könntest du noch anbringen? anbringen. Ja. Oder ein Psychologe halt, das Gegenstück. Ja, Bro. Ja, das finde ich krass. Ich finde krass, dass der Psychologe-Charakter ist immer so, eben so ruhig. Und er absorbiert ja all die crazy Energy eigentlich. Ja, Also, voll. das ist auch mega gefährlich eigentlich. Weißt du? Ah, eben, ja. Man sagt ja zum Beispiel, ein Optiker hat eine Brille, also hat ein Psychiater eigentlich auch wie so einen psychischen Schaden. Krass. Also eben, es kann sein, muss nicht. Meine Frage ist, what do you think is the hardest part of what I do for a living? Das ist glaube ich von China, das ist nicht so richtig übersetzt, aber... Oder ich frage dich, was ist das Härteste in deinem Leben, was du machst zum ja, Leben, zum der Live in sein, wo du heute bist, sag ich mal so. Mich mit mir selber auseinandersetzen. Okay, Ja. okay. So Selbstreflexion, Ja, voll. an dir arbeiten. Ja. Okay. Weißt du? Ich finde so, viele Leute flüchten von der Realität oder lügen sich selber an. Und so in den Spiegel schauen und die Wahrheit, weißt, in die Augen schauen und das bekämpfen, das ist tough, Bro. Mega schwierig, mega schwierig. Das ist Gangster, Bro. Ja, schon. Weißt? Ja. Das ist richtig heavy drum. Das ist so ein bisschen das Toughste, weil ich in meiner Musik tue ich ja das widerspiegeln, weißt? Und ich muss recht transparent sein. Ja. Und für das muss ich den ganzen Prozess durchgehen. Ja, ja. Also, dass du deine Musik authentisch machen kannst,
musst du authentisch mit dir sein. Und das heisst, in den Spiegel schauen und die unangenehmen Ecken und Kanten von dir wie anschauen und bearbeiten. So. Voll. Das habe ich lange nicht gemacht. Okay. Ja. Wie kommt es, dass du es jetzt machst? Das ist eine kleine Story, ja. Bro, wenn du es möchtest teilen, gerne. Ich bin sehr lange so ein bisschen draussen unterwegs gewesen. Verstehst du? Und dann habe ich eine Jobmöglichkeit bekommen. Und ich bin mit dem arbeiten gehen, Lifestyle nicht so klar gekommen, weißt? Okay. Weil ich habe den anderen Lifestyle geliebt, Bro. Ich habe es geliebt, weißt? Und dann hat die Realität gehittet. Ich bin so in eine depressive Phase gekommen. Okay. Und ich habe mega zugenommen. Ich habe voll zugenommen. Ich war über 100 Kilo. Ah, was? Und dann habe ich wie gecheckt, so, ey, Mann, ich fühle das nicht, Mann, weißt? Das bin nicht ich. Ich bin nicht so ein... Bro, das bin nicht ich. Unsportlich sein, müde sein, schlecht drauf sein. Weißt, und dann wirst du auch ein Hater, weißt? Ja, sowieso. Du wirst ein Hater und du verfühlst innerlich. Und das bin nicht ich. Weißt, ich bin ein extrovertierter Mensch, euphorisch und so, dies, das. Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. Ja. Und dann musste ich anfangen nachgehen, wieso bin ich so, checkst? Und ich habe all meine Probleme, meine Ängste und alles, meine Triggers mit Kleidern überspielt, mit dem Flexen überspielt, weißt, so alles überspielt. Und dann musste ich diese Sachen facen. Und das konnte ich durch Musik dann auch machen. Schön. Vieles abbauen, herausfinden, von wo meine Triggers kommen. Weißt, so, was sind die Wurzeln von dem? Ja, voll. Weißt? Und dann merkst du, wie das Hindern führt. Man. Ja, Weißt, es geht bis in die Kindheit. Ja, voll. Und dann fängst du an abarbeiten. Man. Dann fängst du Minusstunden abschaffen. Weißt? Ja. Das ist ein crazy Prozess. Das hast du schön gesagt, ja. Hast du dann wie eine Pause genommen dann vom Arbeiten, dass du das hast machen konntest? Ist das parallel passiert? Nein, das war verdammt krass. Ich habe 2 Jahre lang gearbeitet. Und dann ist mein Chef gekommen. Weißt, zwischendurch ist dann auch Top Boy rausgekommen. Dann bin ich wieder der Man gewesen, weißt? Okay. Aber mit einem Grund. So. Vorher war es einfach so wegen Geflexe gewesen. Und dann ist so, wow, und dann bin ich auch ein bisschen in den Film hineingefallen, weißt? Okay. Und mein Chef hat dann wie so gesagt, hey, ich merke selber, es geht dir nicht gut, weißt? Es geht dir nicht gut. Ich tue dich künden, damit es dir besser geht und dass du frei kannst sein. Okay, wie hast du das aufgenommen? Gut, ich habe gemerkt, er ist für mich. Ja. Weißt, auf eine Art und Weise. Weil ich meine, er hat ja vieles gesehen. Er hat ja gesehen, wie ich gekommen bin. Und er hat gesehen, wie welche Richtung es sich entwickelt hat. Und weißt, sind Sachen auch passiert. Irgendwie so am 2., 3. Arbeitstag hat der Kollege sich das Leben genommen, zum Beispiel. Weißt? Also Arbeitskollege? Nein, mein Homie. Und so, und weißt, es war kein guter Start eigentlich. So. Und dann hat sich das auch in einen komischen Weg entwickelt. Weißt? Und dann ja, voll, hat er mich freigestellt in dem Sinne. Ja, voll. Okay. Und dann bin ich ins Studio, jeden Tag, habe das richtig umgesetzt, bin ins Fitness da, bin trainieren mit den Jungs, wirklich ausgebrochen. Und der Prozess, weiterhin Musik gemacht, so an meiner Craft gearbeitet und wirklich gesund werden, schauen auf Ernährung, alles drum und dran. Und dann ist mir einiges besser gegangen, dann konnte ich anfangen zu arbeiten, so, das Zeug abarbeiten, voll. Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, oder, wenn du die Kraft nicht hast, und ich sage jetzt mal, als Künstler bist du ja also in den sozialen Medien vertreten, man kennt dich, ist ja auch so ein Druck wahrscheinlich da, nicht? So, er hat jetzt eben Top Boy rausgebracht, geiler Track, wann kommt das nächste? Ist das nicht, wenn du nachher daheim bist und wie mit deinen Problemen dich facest, du den Druck noch im Nacken hast, fuck, die Leute warten, man, ich muss weitermachen. Ich kann wie gar nicht voll auf mich schauen, weil... Bro, ich glaube, ich habe das ausblendet, den Druck, auf eine Art und Weise. Weil Stark. ich wollte auf einem gewissen Level sein als Künstler, wo ich weiss, ich kann das. Okay. Weißt? Ich habe gewusst, ich schwöre, ich kann es. Ich beweise es mir und euch. Ja. Aber ich bin noch nicht dort. Checkst? Und ich weiss, ich bin mega talentiert, aber ich schaffe nicht genug an meinem Talent. Ja. Weißt? Und Hard Work beats Talent, Bro. Ja, das ist so. Fact.
Und dann, ich musste an dem arbeiten, ich musste an meiner Craft arbeiten, an meinem Talent arbeiten. Und darum war der Druck nicht genug stark, um mich zu rütteln. Okay, Ja. okay. Und das Erwachen, jetzt, ich sage jetzt mal, dein Chef hat gesagt, hey, eben, du musst viel auf dich schauen, dann bist du heim. Man hat ja am Anfang gar nicht die Kraft, weißt, ich kenne zum Beispiel Depressionen von der Klinik, oder? Depression ist ja so, Bro, du bist wie betoniert ins Bett. So, alles, was dir eigentlich Kraft geben würde, du weißt es, wie du sagst, Ernährung, Fitness, kannst du wie gar nicht akzeptieren. Du hast wie nicht die Kraft aufzustehen und ins Gym zu gehen. Was hat dir die Kraft gegeben? Ich habe gute Jungs, Mann. Ja, Ich bin blessed stark. mit guten Kollegen, weißt, und sie wissen auch, wie mich sticheln, weißt. Und so, Bro, kommst du nicht ins Gym, lange nicht heute oder so, weißt so. Weißt du, was ist los und so. Und dafür sind sie aber mit mir im Studio bis um 4, 5 Uhr am Morgen. Okay. Weißt du? Okay. Und sind dann dort und machen ihm nochmal einen Take. Weißt du? Oder wenn sie arbeiten müssen oder so, dann gehen sie und ich bleibe im Studio. Und dann kommen sie wieder. Weißt du? So, es ist nicht viel, wir haben nicht viel darüber geredet. So, hey Bro, wie geht's dir? Aber es ist gemacht worden. Ja, Weißt du? ja. Okay, so So. ein bisschen auf die Oldschool Ja, Art voll. und Weise. Genau. So, ey, wo bist du? Bist du im Studio? Ich komme vorbei. Ja, Aber jetzt check ich so, sie haben mich einfach nicht allein gelassen. ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Aber sie sind da für mich, aber wir haben nie über so Sachen geredet eigentlich. Ja, voll. So, Bro, wie geht es deinen Gefühlen? Oder Voll. wie fühlst du dich? Aber indem sie immer für dich da sind, dich dazu ermutigt haben, deine Träume zu chasen, sozusagen, hast du eigentlich immer so den guter Grundbaustein Ruf, gehabt, um wie an dir dann arbeiten zu können, oder? Das Fundament war da. Gewesen. Das Fundament war da und ich weiss nicht, weißt, ich kämpfe schon mein ganzes Leben lang. Okay. Weißt, es ist so, in so einer Phase, ich check erst später, was für eine Phase ich war. Ja, okay, das ist auch typisch. Ich check erst, oh fuck, ich glaube, dann und dann bin ich recht depressiv oder so, weißt. Es geht mir nicht gut, ich denke so, fuck, es geht mir nicht so gut und so, dies, das, aber was soll ich machen, Mann? Weißt, so, ich kann ja nichts anderes machen, weil ich bin es mir auch gewöhnt, weißt, so im Survival-Mode sein. Ja, Und zum Beispiel, wenn etwas gut läuft, dann habe ich mega Angst, dass irgendetwas von der Seite kommt, weißt. okay. Weil ich kenne es nur so, Ja. weißt. Ja, hast du das ganze Leben so gelebt? Wieso Voll. soll es jetzt nach so vielen Jahren Genau, anders wieso soll sein? mir etwas Gutes passieren, einfach so? Okay. Und an dem Denken versuchst du irgendwie etwas zu ändern? Oder denkst du, es ist so, Bro, es ist geschrieben, ich kann es nicht ändern? Ich bin probiere halt so. ein bisschen mehr Vertrauen. Ja, Ich probiere ein bisschen mehr Vertrauen. Ich probiere mehr am Universum zu vertrauen. Weißt so, ja, es ist so ein Mischverhältnis, so mit deine Geschichte ist geschrieben, aber du kannst es lenken. ja. Weißt du, was ich meine? Ja, 100%. Ich Ja. meine, wenn du gar nichts machst und denkst, hey, deine Geschichte ist geschrieben und einfach daheim chillst, dann musst du nicht auf ein krasses Ergebnis erhoffen. Das So. ist einfach eine Ausrede, Bro. Das ist einfach eine fucking Ausrede. Aber so, was ich vor kurzem realisiert habe, ist, die gleichen Sachen, die mich jetzt ausmachen, sind die gleichen Sachen, die mich seit Kindheit mit denen ich mich befasse. Okay. Weißt? Kannst du ein Beispiel wiedergeben? Musik, Ja, Fashion und Sport. okay. Seit ich denken kann. Okay. Und das ist das, was ich jetzt nachgehe. Ja, Weißt? Das heisst, wenn du weißt, falls du dich fragst, ey, was sind so meine Sachen in meinem Leben, weißt, so, wo mich pushen, wo mich glücklich machen und so. Ich bin dieser Meinung, vertraue darauf, die sind schon immer um dich herum gewesen. Tu einfach die Augen wirklich auf und akzeptiere es. ja, Weißt, ich habe mega viel überlegt, auch so, hey, wieso hat der Weg für mich nicht geklappt? Weil es ist nicht für mich gemacht. Weißt? Ich kann schon wählen, das und das sein, aufgrund von meiner Familie, von meinem Background und alles drum und dran. Aber ich bin mein eigener Mensch und ich bin für etwas anderes bestimmt. Und darum habe ich bei vielen Sachen auch gefailt, weil ich für die 3 Sachen gemacht bin. Weißt? Ja, Also das voll. andere lässt mich gar nicht richtig durch, weil ich gar nicht in den Platz gehöre. okay. Das ist gar nicht mein Spielfeld. Ist das aber so ein bisschen Druck von Familie? Ich weiß, also ich habe auch mal gehört, ich habe auch ein paar Kollegen,
also afrikanische Abstammung haben. Und die sind schon ähnlich von der Erziehung wie jetzt Balkaner, sage Sehr ich mal. ähnlich. So dass, ich sage jetzt mal, dein Dad hat unerfüllte Träume gehabt, du bist jetzt dafür gemacht, dass du seine Träume wie lebst. Weißt du, wie ich meine? Bro, absolut. ich sage so, ein Vater, Türk, Kreuzband gerissen, er musste arbeiten, er wollte Fußballer werden. Er drillt seinen Sohn so krass, Fußballer zu werden. Ob er Fußballer werden will oder nicht, ist ihm wie egal. Weil Egal, er ja, weiß, er für zieht mich dran. wäre es richtig gewesen, also wird es für dich auch richtig Voll. sein, weil du bist ein Kind und du checkst es noch nicht. Ja. Ist das so die Mentalität? Ein bisschen? Ey, weißt du, das Ding ist halt, ich bin nicht so familiär so aufgewachsen. Okay. Weißt du, Mama hat halt Doppelschicht geschafft. Okay. Sie trennt mit dem Vater, seit ich denken kann. Okay. Und ich bin so, eigentlich Mehrheit von meinem Leben so mehr alleine gewesen, so. Weißt, bin dann schon mit 12 ins Heim gekommen und alles drum und dran. Drum, so, der Druck hat man mir gar nicht richtig können geben, weißt? Es ist nie dazu gekommen, aber zum Beispiel meine Mutter hat dann auch zum Beispiel gepusht, dass ich Basketball spiele, weißt? So, ich habe also nicht gepusht zum ihn forcieren, sondern das, was möglich ist, probiert möglich machen für mich, weißt? So, dass ich ins Training komme oder weißt, irgendwie organisieren, dass irgendwie ich ins Training komme. Und sie hat eben selber auch Netzball gespielt. Das ist wie Basketball ohne einfach nur den Ring. Weißt, wir müssen direkt einen Swish machen. Okay. Sie hat das auch gespielt und das sind so die paar Erinnerungen, weißt, so, wo wir mal auf den Platz gegangen sind und so und zusammen gespielt haben. Aber es war nie so der Druck gewesen, so, hey, du musst jetzt, weil ich das nicht geschafft habe, so. Es sind halt mehr so andere so Sachen, so Straßenangelegenheiten zum Beispiel, weißt, so Reaktionen, Regeln, weißt, so. Wo ich denke, irgendwann habe ich so gecheckt, so, ey, das sind Street Rules, bro. Nee. Ich gehöre gar nicht dazu. Weißt du, das sind Street Rules. Aber wenn du halt immer nach dem lebst, weißt, dann du kannst ja nicht etwas weitergeben, was du nicht kennst. Ja, eh. So ein bisschen so, weißt. Und ich kann halt auch diese Sachen wie auch ein bisschen erfüllen, weißt. Und das ist aber nicht für mich. Okay. Also ist schon, also die Straße, es tönt jetzt so, als wären wir in der Bronx im Ghetto. Ja. Ihr könnt es ja etwa einordnen, wie wir es meinen. Ist das schon ein Bestandteil so ein bisschen von deiner Erziehung gewesen? Ich sage jetzt mal, du sagst, oder? Eben, du bist ins Heim gekommen, früher, dass du nachher wie vielleicht die Zugehörigkeit wie auch draussen gesucht hast oder bei Kollegen gesucht hast und dann vielleicht auch Wertvorstellungen mitbekommen hast, wo du gesagt hast, so jetzt vielleicht in dem Alter, wo du jetzt bist, eigentlich. Ja, vor allem auch im Heim, weißt du. Erst dort hat es eigentlich wirklich angefangen, weißt du. So, ich bin dort reingekommen. Ich hatte dazu mal noch, weißt du, wir hatten Fruity Loops gehabt, so, wir haben ab und zu Beats gemacht, ein bisschen freestylt und so, weißt du, dies, das. Also, weißt du, ich meine, es ist schon dort ein Teil von meinem Leben gewesen. Ich durfte am Mittwochnachmittag die Halle für mich haben. So, weil ich bin eigentlich ein guter Schüler gewesen, weißt, ich habe gute Noten gemacht. Aber zum dazumal bin ich mad auf Lean gewesen. Voll. Also wie alt bist du? Ich glaube 13, Bro. Was? Ja. Okay. Aber es war auch nur eine kurze Phase gewesen. Kurze Phase. Und dann habe ich weniger wie die Schule, weißt, ich kann nicht mehr gut aufstehen. Weißt, so, dann, sie haben sehr viel für mich gemacht, so, ey, schau, du kommst am Mittag, aber du erledigst alles am Nachmittag. Und ich habe es geschafft. Was die alle an einem Tag müssen machen, habe ich am Nachmittag und dann bin ich wieder dippt. Und wenn ich mich verhalte, dann habe ich am Mittwochnachmittag die Halle haben und Basketball spielen, weißt du? Okay. So, du gehst und bekommst. So. Ja, voll. Weißt, und sie haben mir eben die Möglichkeit für Fashion gegeben, also nein, für Musik und Sport. Und mit den Jungs haben wir dann andere Sachen gemacht, weißt du? Was für so? Hey, wir sind in Orte gegangen, wo wir eigentlich nicht eingeladen waren, weißt du? Wenn ich das so sagen wir haben uns das geholt, wo wir uns holen wollten. Einfach so, weißt du, der Lifestyle ein bisschen, weißt du? Ich bin nicht wirklich stolz drauf. Aber du machst es halt, weißt du? Und dann irgendwann kommt so, gehst halt in den Film rein und dann denkst du zum Beispiel an Familienmitglieder, die das schon ewig machen, weißt?
Und dann ist es so wie, ja, ich rap meine Fam jetzt. Ja. Checkst? Und dann gehst du dort rein. Weißt du? Gehst dann in das rein, weil es ist schon immer rund um dich gewesen. Ja. Weißt? Und dann, es fühlt sich nicht schwer an. Weißt? Es fühlt sich nicht, es ist nicht irgendwie so, oh mein Gott, ich mache etwas, was ich nicht kenne. Nein, aber es ist eigentlich nicht für mich bestimmt gewesen, eigentlich. Darum ist es immer so ein bisschen, nicht forciert, aber es ist einfacher für mich, zum Sport zu machen, zum Beispiel, checkst? Ja. Oder ein bisschen Beats machen oder so, dazu mal. Als irgendwie mit den Jungs irgendetwas planen. Okay, und seit wann ist das nicht mehr so, dass du so... Oder wann hast du wie gecheckt, so, ey, das ist es eigentlich nicht? Also ich sage jetzt mal, kriminell ist vielleicht zu übertrieben gesagt, aber die Bahn wie weg von der zu gehen und zu sagen, ey, ich habe wie andere Ziele, ich bin nicht dafür wie gemacht. Wann ist das gekommen? Ist das neu? Ist das... Das ist so, dass ich wirklich sage, bruh, das ist nicht mein Spielfeld. Das ist so, ich würde sagen, so 2 Jahre, Okay. wo ich dazu stand, weißt du. Okay. Ist mir eigentlich egal, was du von mir denkst. Es ist so und so für mich. Ja, voll. Und wenn du das Problem damit hast, dann ist es dein Problem. Genau. Weißt du, Ja, irgendwann, voll. das ist nicht mein Problem. Ja, voll. Dann komm du klar mit dem. Ja. Realisiert in mir drin, der Prozess hat im 2020 gestartet. Und dann ist es, weißt du, probierst Sachen machen und scheiterst dabei und so. Und vielleicht ein paar Jahre vorher ist es mega einfach gegangen, weißt? Und dann merkst du, ey, irgendetwas ist anders. Weißt? Es funktioniert nicht mehr so. Und dann schaust du so, überlegst und denkst so, ey, aber meine Musik halt eigentlich sehr gut. Weißt? Und dann merkst du, du investierst viel mehr in deine Kunst und alles andere spielt viel weniger eine Rolle. Und dann bist du wieder in einem Prozess, wo du dich reflektieren tust, wieso, warum, weißt? Und ich bin sehr ein analytischer Typ. Okay. Ich tue Sachen mega analysieren und mit Gewicht, weißt, so Pro, Kontras, was gibt mehr, was hat nicht Mega weniger. gut, ja. Und dann komme ich zum Ergebnis. So, ich bin schwierig mit Gefühl. Okay. Ja. Okay. Kannst du dir vorstellen, woher das kommt? Ich bin nicht wirklich mit Gefühl aufgewachsen. Ja, oder? Das ist jetzt auch Eigentlich gesagt. recht kalt bei uns. Okay. Ja. Okay. Und es widerspiegelt sich auch so ein bisschen in deinem Kollegenkreis. So, man ist da füreinander, aber gross über Gefühl, wie wird nicht geredet. Ja, voll. Wann hast du das letzte Mal brüllt? Ich überlege nicht, weil es so lang her ist oder so. Ich kann dir jetzt nicht ein Datum sagen, Ja, aber es eben. ist sicher nicht lang her. Okay, okay. Voll. Es ist nicht lang her. Also kannst du das? Hast du die Ability? Ja, aber wirklich so beim Okay. Maximum. Okay. Wenn du überfüllt bist so und dann irgendwann... Dann platzt es einfach. Okay. Und ich bin froh darum, Aha. dass ich das auch kann mittlerweile. Ja, sicher. Weißt, ich bin recht happy, weil das zeigt mir so, es hat Emotionen in mir und ich bin sehr emotional. Okay. Ich bin mega emotional, weißt? Was aber komplett etwas anderes ist als wenn du viele Triggerpunkte hast. Weißt, viele Triggerpunkte haben, heisst, du hast viele Sachen für mich. Heisst, du hast nicht viele Sachen verarbeitet oder kannst nicht mit denen umgehen. Fix. Und emotional ist für mich so, deine Emotionen sind manchmal ein bisschen stärker. Weißt? So, wenn ich zum Beispiel über Passion rede, dann merkst du, was für ein emotionaler Mensch ich bin. Okay. Weißt? Okay, Weil dann passt. ich gehe rein, ich fange an zu schreien. Vielleicht denkt André, was schreit er mich an? Aber ich kann dich nie, weißt, ich bin nie frech geworden, so, aber ich bin so in dem Dings drin, dann merke ich, Bro, ich bin sehr emotional geworden. Aber schön eigentlich. Voll, dass ja, du, es ist wirklich schön, ja. dass du das nutzen kannst, wie zum deine Gefühle verarbeiten, also wie es gibt so ein Zitat, ich habe das schon ein paar Mal gesagt im Podcast, die Leute können es sicher nicht mehr hören, aber man sagt, Kunst, wie Schmerz. Boah, Bro, ich muss das schnell anschauen. Warte schnell. Es ist irgendwie, dass Kunst, wenn du genug Schmerz drin hast, führt es zu Kunst.
und Kunst released eigentlich so die Wahrheit. Das ist Facts. Oder? Facts, absolut. Jetzt auch mit dem, was du sagst, oder? Absolut. Dass du, wenn es um das geht, kannst du so voll, du steigerst dich rein, vielleicht bekommst du eben ein bisschen wässrige Augen und dann denkst du so, shit, das ist eigentlich wie mein Ding. Absolut. Absolut. Und das wollte ich auch in der Kunst verarbeiten und auch so mitgeben, weißt? Ich habe das jetzt zum ersten Mal so richtig geschafft, ein bisschen tiefer ins Detail hineingehen. Auf meiner EP, die ich gerade released habe, Baby Ja, Take 2. voll. Ich habe reingelost. Und es ist, ja, wenn ich es los denke ich auch so, shit, eigentlich noch tough, man, was alles durchgegangen bist. So. Aber es hat sich nicht anders, also, weißt, es hat sich wie normal angefühlt. Weil ich kenne nichts anderes, weißt so. Eine Frage ist gekommen zwischen von der Community und die Frage war, macht er auch DP-Tracks? Ich kenne keine DP-Tracks von ihm. So. Also ich kenne jetzt, ich habe EP gelesen, ich habe sie heute Morgen auch nochmal gepumpt. Dein Style ist schon, so wie du dich auch beschrieben hast, Bro. Fashion hast du gerne, so, es ist so Abgabemusik, zum Beispiel Toro ist ein schlimmer Abgabetrack. Ich würde jetzt aber auch lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne jeden Track von dir, Logisch, oder? logisch. Gibt es auch so Gefühl und emotional dich entladen? Oder ist bei dir die Wortwahl einfach anders? Sagst du, ey, ich mache das einfach auf meine Art und Weise? Ich mache es auf meine Art und Weise. Strada und die zwei bekommt man recht eigentlich gut Einblick, wenn man gut hört, hört man, weißt du? Zum Beispiel im zweitletzten Song sage ich auch zum Beispiel in Johannesburg, dort regnet es Schatz, in Lausanne 20 Kap Verde haben mich gedroppt. Weißt du? So ist es, im Game keine Liebe, nur Business, so ist es, bei Brüdern werden zu Snitches, so ist es, Juden sind hocken, jetzt religious, so ist es, schau in den Himmel, bitte um Forgiveness. So, ich mache es auf meine, ich expresse, was ich sagen will, auf meine Art, Ja. aber weil ich bin halt schon auch vorsichtig, weißt du? Weil es kann schnell wie ein Movie tönen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ey. Und vor allem, wenn das nicht, so der tägliche Ablauf ist oder wenn das spezielle Events sind, weißt, wo dich traumatisiert haben, weißt, dann schaust halt, wie du mit dem umgehst, weißt, mit den Erlebnissen. Weil für mich sind das ist sehr, sehr heikel, weißt. So, und wenn du nachher irgendwie, ich wüsste nicht, wie ich würde reagieren, wenn ich so etwas Heikles in die Welt gebe und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie komische Reaktionen kommen, weißt so. Okay. Ich wüsste nicht, wie das handeln, Okay. weil ich das noch nicht mehrfach durchgegangen bin, weißt. Aber ich habe das jetzt rausgegeben und ein paar checken, was ich sage, ein paar checken nicht und es ist okay. Ist okay, ja. Voll. Am Ende ist es ja wie du dich expressest und es ist ja, also egal, schon klar, weil jeder will einen Millionen-Hit landen, das ist Voll. das müssen wir gar nicht reden. Du hast vorher auch meine Bilder gesehen, wenn ich 1 für 100'000 verkaufe, Bro, also schon klar, gefällt mir das mehr. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen, wo du das als Künstler wie haben musst, so, es ist eigentlich meine Art, meine Gefühle zu expressen und ob es euch gefällt oder nicht, ist so ein bisschen dahingestellt, Ja, ohne voll. jetzt Disrespect oder Voll. sagen, fuck auf meine Fans, ich mach's einfach für mich, so ist es ja nicht. Aber ist es nicht, nein. am Ende lässt man es ja, um dich kennenzulernen und nicht, hey, Live, jetzt schreibe ich irgendwie etwas über das, weil ich habe das erlebt. Voll. Das ist ja nicht die Art von Kunst, oder? Und weißt ich habe halt, weißt, für mich, wie ich das kenne, ich habe schon recht viel erlebt, so, weißt, und ich habe nicht oft darüber geredet, weißt, was ich alles erlebt habe. Ich recht für mich behalten alles, weißt, und in mich eingefressen, blöd gesagt. Und jetzt weiß ich, wie das Zeug schreiben, so. Jetzt, finally. Und ich habe jetzt auch ein paar Songs, die in die Richtung gehen, die viel tiefgründiger sind, wie viel persönlicher sind, aber in meinem Style, Ja, weißt? voll. So, weil ich bin mein eigener Künstler, ich bin ein Künstler, so wie ich halt bin. Ja, ey. Und das ist halt ein bisschen anders als die Allgemeinheit, da zum Beispiel in der Schweiz, weißt? Es braucht ein bisschen mehr Zeit, um den Live zu verstehen, weißt? Ja. Es braucht ein bisschen mehr Zeit, oder du musst vielleicht auch ein bisschen Zeit mit mir verbringen, dass du checkst, so, ey, ist eigentlich alles cool, Bro, er ist nicht so ein Arroganter, wie ich gedacht habe, zum Beispiel. Ja, Weißt du, was voll. ich meine? So, Ja.
es braucht einfach Zeit mit mir. Weißt? Ja. Darum braucht meine Karriere auch so Zeit. Okay. Weißt? Du bist ein Teemensch, sage ich dann. Du musst ein bisschen ziehen lassen, Ja, bevor du voll. trinkst. Und ich brauche auch Zeit. Okay. Weißt? Ich brauche auch Zeit. Und jetzt kann ich das langsam schreiben. Und die Songs, wo ich geschrieben habe in dem Bereich, ist tough. Viele, mich haben es ein bisschen umgeschickt und so. Ein paar sagen, hey Bro, das ist gar nicht im Takt, zum Beispiel. Weißt? Aber es ist im Takt. Ja. Der Flow ist einfach unkonventionell. Weißt du, was ich meine? So, wenn ich zitiere, darf ich sagen, der Mindset kommt von Bendo, Bendo, was ich liebe, wird weggenommen. Gib nicht mehr viel Love, die Enttäuschung darf nicht mehr wegkommen. Weißt du, du bist lieber kalt und so, anstatt enttäuscht und verletzt werden. Weißt du, so quasi, ich lade dich gar nicht genug an, Ja, genau. dass du mich gar nicht verletzen kannst. Ja. Aber wie wäre es mit, ey, ich gebe dir die Möglichkeit und wenn du es verkackst, bist du der Idiot. Ja, voll. Weißt du? Ja, genau. Aber an diesem Punkt muss man eben auch kommen. Sicher. Und wie du sagst, ich meine, du bearbeitest ein paar Sachen auch neu, oder? Voll. Es ist ja, ich kann ja nicht Musik machen, das ist ja so, ich kann ja nicht Musik machen über voll Deepness und dies und das, aber ich bin der unreflektierteste Mensch. Voll. Das ist ja nicht auf dich bezogen, einfach Nein, im Allgemeinen, allgemein. weißt du? Voll. Kannst du ja nicht machen. Und das ist ja auch schön, finde ich, wenn ich einen Künstler anschaue, zum Beispiel, den Prozess auch miterleben. Vom ersten Track bis jetzt vielleicht zum 100. Track und du denkst so, ey, der ist voll gewachsen, weißt du? Es gibt auch Künstler, ich sage zum Beispiel Bushido, habe ich als Kind kaputt gefeiert. Ich bin mit dem MP3-Player eingepennt, mit von der Skyline zum Bordstein zurück. Aber wenn ich jetzt seine Musik höre, Bro, es ist wie so, es hat gar kein Prozess stattgefunden. Du bist Familienvater, dies, das, aber rappst immer noch, es fallen Schüsse aus dem Gehwagen und du denkst dir so, hä, du bist doch bei der Bulle, Alter. Ja, voll. So, weißt du, es ist nicht Und mehr es authentisch. ist ja nie wirklich real gewesen. Ja, nein, nie. Weißt nie. Also, ja, es ist schon schwierig, Bro. Weißt du, es ist so, ich weiß nicht, ich persönlich, ich kann es nicht so respektieren, zum Beispiel so Bushido-Cases. Weißt du, lügst Leute an, Bro, und du gefährdest die Leute, man. Weißt du, bringst sie in eine Situation, wo sie ihr Leben verlieren können, damit du Geld kannst machen, indem du krass tust mit Unwahrheiten. Ich finde das ein hure gefährliches Spiel. Mega, mega. Und Weißt du? jeder, der sagt, Musik tut nicht Influenzen, hat einfach die Welt nicht verstanden. Musik ist eine riesige Influence, Bro. Riesen Influence. Schau auf, wo er rausgekommen ist. Jeder hat angefangen zu lernen, Bro. Und das kannst du nicht verleugnen. Weißt, die Kinder haben das gelesen, geil, UFO ist ein geiler Sieg, er hat Geld, er hat dies, das. Ich nehme es auch. Ja, wir haben auch einfach verliehen, weil wir die ganze Dirty South gelost haben, Ja. weißt? Und dann, wo Lil Wayne dann kam, ist es sowieso, er hat es ja legitimiert, weißt? Genau, ja, ist so, okay. Lil Wayne, Amelie, okay, Ja, er genau. genau. Nah, Bro, checkst du? Ja. Es ist schon crazy. Also, weißt, du hast es Zeit genommen, du bist raus, es gibt Leute, Bro, die bleiben schlimm auf dem hängen. Ja, und das ja. ganze Leben weggerührt, nachher mit 40, 50 wachst du auf und denkst so, ey, ich habe mein Leben weggerührt, Alter. Voll. Das ist Zum wild, cool Bro. sein am Ende vom Tag. Ja, zum cool sein, dazugehören. Oder man sagt eigentlich auch, also das einfach fachlich belegen, Sucht ist eigentlich eine Emotionskrankheit. Also dass wenn du Sachen in der Kindheit, in der Jugend wie nicht gehabt hast, dass das Suchtmittel, was es auch ist, dir etwas gibt, das Gefühl kennst du gar nicht und das willst du wie nicht mehr loslassen. Und darum konsumierst du immer weiter, immer weiter, immer weiter. Obwohl es eigentlich wie so eine emotionale Narbe ist, die du versuchst wie zu füllen. Sehe ich auch so, ja. Oder? Ja. Wenn ich so überlege, es macht Sinn. Es macht sehr viel Sinn. Das ist krass, eben, weil es gibt schwache Menschen, es gibt starke Menschen. Es gibt Leute, die damit aufhören. Es gibt Leute, die Bro, das Leben ist weg. Also eben, ich habe mit dem Nadir da geredet. Der hat auch gesagt, ich habe mein Leben weggerührt. Ich bin jetzt fast 40 und ich schaue in den Spiegel und denke mir, ich habe einfach mein Leben verschwendet, Mann. Für kriminell sein, für Drogen, für dies und das. Hure traurig eigentlich, weißt du? Hure traurig, wenn... Es tut weh, Bro. Es tut mega weh. Weißt du, wir sind alles Besucher auf dieser Erde eigentlich. Wir haben eine gewisse Timeline, wo wir da sind. Wir kommen und wir gehen. Ja, voll. Weißt du? Und eigentlich müssen wir einfach das Beste daraus machen. Ja. Weißt du? Und am besten einfach happy sein, Sachen machen, die einen erfüllt. Und weißt du, ich habe mal so einen Meme gesehen mit alles älteren Leuten. Weißt du, so einen Slide, so was hättest du anders gemacht und so. Und viele sagen so, sie hätten mehr das gemacht, was sie wirklich wollen am Ende des Tages.
Ja. Und wenn du musst hören, Bro, lass denen zu, lass denen wirklich zu, weißt du, Ja, weil sie haben das Leben schon durchgespielt. Bro. Genau. Und sie sagen dir Fazit, mach, was dich happy macht, zieh ihn durch, bist glücklich. Voll. Und 70% der Menschheit macht es nicht. Ja, leben in einer Bubble oder in dem Cage, wo ihnen als Kind vielleicht so erbaut worden ist, durch Eltern, durch was auch immer. Dass du wie deine Träume immer hinten dran anstehst. Ich habe das Slide auch gesehen und es ist auch mal so einen Bericht gegeben, wo sie Leute auf dem Sterbebett gefragt haben. Genau. Oder so, was hast du Genau. wie bereut? Und Bro, Genau, ich glaube, das ist es so. Und keiner sagt, ich hätte mehr arbeiten, alle sagen, hätte ich doch einfach das probiert, was ich in meinem Herzen hatte und mich einfach getraut, wie ausbrechen aus dem System, aus meiner Haut, was auch immer. Also irgendwann bist du tot, Bro. Und dann, wenn du immer hast Musik machen und du es nie gemacht hast, Ist fertig. also ein Leben mit aber hätte ich doch zu beenden, ist, glaube ich, das Traurigste, was es gibt auf der Welt. Ja, das ist schwer tough. Das ist schon crazy. Das wünsche ich niemandem. Nein, wirklich. Aber für mich gibt es nichts Schlimmeres. Für Das mich gibt wünsche es ich nichts Schlimmeres. Wie du sagst, wir sind alle Besucher, aber es ist so bedingt. Ob du jetzt 50 Jahre oder 100 Jahre lebst, es ist nichts im Vergleich zu alt, wie unser Planet ist. Und dann hast du einfach 100 Jahre jeden Tag das Gleiche gemacht, damit andere nicht sagen, oh mein Gott, was für ein komischer Vogel. Schlimm. Aber die komischsten Vögel verdienen am meisten Geld, zum Beispiel der Speed. Der war immer, Bro, wenn du den anschaust, denkst du dir, der erste was ist das für ein Spasti, Mann? Er macht einfach und verdient sich dumm und dämlich. Kaputt. Er fickt einfach auf jede Meinung, wo du Ist sagst. egal. Und er ist glaube ich, einer Nummer One Streamer, glaube ich. Ich glaube, ja, also ist sicher der Top. Er ist crazy, weißt du? Und jetzt mein Vibe zum Beispiel ist Kaisernaht. Das ist mein Vibe, Kaisernaht, Duke Daniels, Vernon. Ich feiere das mega, weißt du? Die sind dort, die sind aktiv, Bro, die sind extrovertiert. Das sind auch Streamer. Das sind auch Streamer. Okay. Auch so auf Kaisernaht ist so auf dem Level vom Speed. Ist das nicht der, wo der Kevin Hart eingeladen Ja, hat? genau. Oder der Chris Brown und nachher singt er auch, tanzt er auch. Genau. Geile Serie. Ja, Bro, weißt du, das ist mehr mein Vibe, weißt du, Ja. so. Und ich finde es hure geil. Ich finde geil, man, die nehmen die Kamera für YouTube. Weißt, ich bin richtig mal schauen, wie es alles gestartet hat und so, Bro. Und es hat alles gestartet mit einfach mal machen. Ja, voll. Ja. Es hat alles gestartet mit einfach mal machen. Egal, Bro. Ja, voll. Egal. Du kannst immer noch optimieren. Ja, sicher. Die Leute sagen mir auch, ich will einen Podcast starten, aber weißt, ich mache es nicht, weil ich kann noch nicht. Bro, du brauchst nichts. Kauf dir die Mikrofon, jeder, der jetzt das schaut, kauf dir Mikrofon, Bro, 150 Stutz. Du hast ein Nattel, jeder hat ein Nattel und du brauchst nichts. Hock draussen, mach den. Du kannst, wenn Geld reinkommt, kannst du es immer noch verbessern. Sicher. Immer noch optimieren. Aber irgendwo startest, weißt du, brauchst nicht immer das professionelle Setup, Voll. boom, 10 Töne investieren, Bro. Nachher machst du den ersten YouTube-Clip, bist enttäuscht, weil es 100 Views hat, Bro. Ja. Bro, weißt du, Podcast, ich meine, das wächst aus dem Boden wie Pilz, Alter, Ja, Mann. das ist crazy. Und man sagt, glaube 20% machen es nicht mal bis zu der 10. Folge, weil es werden Folgen kommen, die Leute nicht fühlen. Ich habe auch Folgen, die haben über 5000 Views, dann habe ich Folgen, die vielleicht 500 haben. Bro, würde ich jetzt aufgeben, wegen diesen 500 Views, also, weißt du, wie ich meine? Aber dann gibt es irgendeinen, der schreibt, ey Brüder, diese Folge hat mir so Kraft gegeben, das pusht mich dann wieder, weißt du, wie weiterzumachen. Und am Ende des Tages ist es ja etwas, wo ich mich dazu entschieden habe zu machen. Absolut. Dann musst du auch ein bisschen so das Feedback ein bisschen. Es sind, weißt du, je nachdem, wie du Feedback auch abwägen, weißt du. Ich eben, wie gesagt, ich tue gerne analysieren, von wo kommt das Feedback, weißt du. Genau, Was ja. sagst du mir eigentlich wirklich? Ja, voll. Oder was willst du mir sagen? Viele, weißt du, ich habe einen Bruch im Fersen und so, vor kurzem. Und ich war mit Krücken und dann hat es geheißen, ja, aber Scheiße, Mann, hast du einfach einen Bruch im Fuß und so. Ich so, ja, voll, aber easy, weißt du. Kommt und geht, kommt ja. wieder. Ja, aber hey, weißt du, es braucht doch sehr viel, um das nachher wieder die Muskeln aufbauen und so. Ich so, ja, es gehört zum Prozess, weißt du, so. Fix. Ja, aber hast du nicht Angst und dann wieder das kein Sport. Bro, wieso soll ich Angst haben, Bro? Ja. Du Das versuchst sind mir deine jetzt Angst zu machen. Ja, Das sind genau. deine Ängste, Wo du versuchst projizieren. auf Ja, mich. ja. Das sind nicht meine Ängste. Ja, voll. Und dann sehe ich, von welchem Punkt in deinem Herzen das Feedback kommt. Genau. Und dann sage ich, easy, du kannst vielleicht auch nichts dafür, weißt du? Vielleicht hast du nicht genug an dir gearbeitet, um
dass du checkst, so, ey, das ist einfach ein menschlicher Prozess, du Ja, verletzt dich, du baust es wieder auf und dann bist du wieder rum. Weißt du? Ist so, ist so. Und Bro, das Schlimmste, was du machen kannst, ist die ganze Zeit negativ denken. Voll. Vielleicht sage ich, es ändert ja nichts. Blöd gesagt, du hast eine Trennung, Liebeskummer, wir sagen das als zwei erwachsene Männer, ist ein mega schlimmer Schmerz, Bro. Seelisch ist das ein Schmerz. Und wenn ich jetzt sage, Pussy, steh drüber, bis mal, dies und das, Bro, es ist alles ein Prozess, du musst das verarbeiten, du musst wie raus aus dem kommen und versuchen, wie stärker zu werden. Das fängt nicht bei einem Bruch an, das hört nicht auf bei einem seelischen Schmerz, weißt du, wie ich meine? Absolut. Ja, und weißt du, so Sachen könnte ich auch triggern, könnte ich verändern als Mensch. Weißt du, Schmerz, Enttäuschungen, alles ganze Zeug, das kann dich so beeinflussen und dich in einen anderen Path leiten lassen, wo wieder auch mega gefährlich ist. Weißt du, es ist wieder mega gefährlich. So der Einfluss von außen kann manchmal sehr gefährlich sein. Mega, mega. Und darum sage ich immer, man muss wirklich schauen, mit wem du dich umgibst, weil du bist eigentlich wirklich ein Produkt von dem Umfeld. Absolut. Das, was du machst, das mit den Leuten, wo du dich umgibst, das hat alles mega Influence auf dich. Auch wenn Absolut. Leute sagen, das stimmt nicht. Bro, du hängst mit 5 Gewinnern, wirst der 60 Gewinner. Ja, genau. Du hängst mit 5 Versager, du bist ein Versager, du bist der Bro. Nächste. Ja. Und ich finde so zum Beispiel, dass die Loser-Mentalität, es klingt einfach crazy, aber das fängt im Kopf an, weißt? Du bist für mich kein Loser, weil du einen schlechten Job hast oder was auch immer, nicht genug, whatever. Es fängt da innen an. Die Mentalität ist das, was dich zu einem Verlierer kann ausmachen. Genau. Weißt du, was ich Ja. meine? Die Einstellung, die du hast. Und das finde ich gefährlich, weißt? Wenn du kommst und ich meine, ich habe lange Zeit einen Hater als Freund gehabt, weißt? Ah, was? Guter Homie, riesen Hater, hatet auch im Umfeld. Und dann ist es zum Eklat gekommen, blöd gesagt. Und dann habe ich dann wie gecheckt, so, wow, Was läuft? wieso habe ich mir das 15 Jahre gegeben, weißt? Ist schon enttäuschend, aber auch nicht. Wenn du das als enttäuschend willst sehen, es kann auch befreiend sein. Ja, oder ich meine so enttäuschend, so dass man sich 15 Jahre in einem wie geirrt hat. Oder dass man 15 Jahre gebraucht hat, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Also schon klar, die Befreiung ist geil. Aber dass du denkst so, Es ist schade. Ich finde es schade. ja. Mehr nicht, Bro. Also würde ich jetzt einen von meinen besten Kollegen nach 15 Jahren irgendwie herausstellen, er ist anders, ich würde auch an meiner Menschenkenntnis irgendwie zweifeln. Vielleicht ist aber auch etwas, was mich ausmacht. Und dann würde ich so wie denken, wie habe ich das nicht sehen können? Habe ich mir auch gemacht, die Oder? Gedanken. Ja. Absolut. Aber dann müssen wir das trainieren einfach. Ja, voll. Weißt du, weil ein Mensch sagt immer, wer er ist. Ja, Wir hören einfach nicht. ja, hast recht. Weißt du, wir blenden das aus mit, nein, weißt du, dort, wo das und das war, ich konnte anrufen, Bro, er ist gekommen und checkst. Ja, versuchst gut zu reden. So. Aber vielleicht hat er einfach Probleme gern, Bro. Ja, Checkst? also, gibt's Vielleicht auch. geht es gar nicht wirklich um dich und er sucht einfach immer Beef links und rechts. Ja, voll. Und er hat nicht für dich da, er hat einfach Bock gehabt. Aha. Weißt Ja, gibt's Drum- auch. ja, man kann schon überlegen und man kann einfach trainieren und sagen, okay, ich habe nicht richtig gelost. Ich sollte nächstes Mal besser hören, wenn jemand mir wirklich sagt, wer er ist. Ja, voll. Und dann können wir es lenken. Weißt, dann lasse ich dich bis da und gut ist. Und weiter nicht, ja. Und dann habe ich es in meiner Hand. Ja, voll. Weißt? Bist du der Regisseur von deinem Leben sozusagen und lässt nicht andere den Part übernehmen. Genau. Ja. Weil das ist wiederum gefährlich. Ja, mega, mega. Einfach Weißt? mitschwingen, Bro. Einfach so keinen Willen haben und einfach mitgehen. Das sind die Leute, die am meisten gefährdet sind Ja. auf dieser Welt. Weil die machen, das haben wir vorher kurz oben besprochen, das Zugehörigkeitsgefühl. Voll. Wenn du das nicht hast von dir suchst du das draussen. Und wenn du keine guten Leute triffst, dann lässt du dich von Schlechten beeinflussen. Und dann ist Absolut. dein Leben gerutscht. Und du liegst auf dem Sterbebett und denkst so, fuck, Alter, ich habe mein ganzes Leben einfach verschwendet. Wow, traurig. Und es geht so schnell. Ja, Bro, amigs die Leute realisieren es und dann denken, shit, das sind 10 Jahre jetzt vergangen. Voll. Bis ich das mal realisieren konnte. Voll. Du lebst jeden Tag genau gleich und in dem Hamsterrad, du kannst nicht anders. Es ist auch schwierig, muss man sagen. Es ist Wir reden das jetzt so leicht und so, aber das Hamsterrad, in dem du dich seit 20 Jahren vielleicht befindest, das zu durchbrechen, Bro, das ist Pain. Das ist schlimm. Es ist tough, Mann. Und eben, Mann, weißt, das zeigt die wahre Stärke aus. Ja, mega. Weißt, bist du stark, hebst du durch.
Und dann lernst du so, ey, was ist Stärke, was ist Schwäche, weißt du? Der wahre Begriff von diesem Wort. Ja, voll. Weißt? Ja. Nicht das, was wir uns denken, was Genau. es ist, Ja, was uns mitteilt wird. Ja, genau. Weißt? Ja. Weil wir leben auch sehr viel nach Hören sagen auf dieser Welt. Weißt? 100%. Und Idealvorstellungen von anderen Leuten. Weißt? Was Ja, aber voll. nicht dein Ideal ist. Genau. Und so wirklich wahre Stärke, wahre Schwäche, das kommt alles von innen. Weißt? Es fängt an, wir können sagen Nein. Genau, ja. Ey, ich mache das nicht. Voll, ja. Das passt nicht zu mir, aber bonne Chance machen dir. Genau. Ja, so. Das ist stark. Das ist heavy stark, ja, voll. Das ist richtig stark und ich respektiere jeden, der das gemeistert hat. Weißt? Weil ich kenne das auch. Bist in einem Umfeld, bist vielleicht der Einzige in diesem Umfeld, weißt? Man will etwas machen, du denkst so, ey Bro, unnötig und so, weißt? Aber das unnötig, das kommt nicht so, weil du einfach keinen Bock hast, weil du willst nicht eigentlich, aber du lässt dich mitreißen, Ja, voll. checkst? Und im Kopf ist so weit, deine Sprache sagt, nein, Bro, das ist unnötig. Nein, du willst nicht. Ja, du voll. willst nicht, Bro. Ja, sag's einfach. Sag's einfach. Ja, voll. Und viele sind halt nicht genug stark, weißt du, um zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Wie machst du das? Das haben wir vorher besprochen. Du bist in einem Prozess drin. Eben, du hast gesagt, deine Musik machen, Sport machen. Wie tust du die Kontinuität aufrechterhalten? Weil man kennt es, oder? Ich will abnehmen, es ist Neujahr, ich gehe ins Fitness, ich gehe ins Fitness. Am Anfang bist du so übertrieben konsequent. So konsequent muss man gar nicht sein und dann flacht es wieder ab. Und die Meisterleistung ist in so einem Veränderungsprozess, dass du eine Kontinuität kannst aufrechterhalten. Wie machst du das jetzt persönlich? Oder 3 Tipps, wo du jetzt zum Beispiel sagst, ey, das mache ich besser. Weil das ist nicht wahrscheinlich das erste Mal, wo du denkst, ich muss etwas ändern. Oder? Und dann gehst du wieder in die Dinge hinein. Challenges. Ich bin Okay. so ein Challenge-Mensch. Okay. Das kommt so ein bisschen vom Beweisen immer, weißt du? Ja. Musst dich beweisen, weißt du? Und aus dem habe ich gezogen, also was gehaftet ist so der Challenge. Ich habe gerne Challenges. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich habe es gerne. Und ich wollte mich nur noch positiv challengen, Okay. was sehr wichtig ist für mich und meine Gesundheit. Zum Beispiel mit Fasten. Weißt, ich habe jetzt ein paar Tage probiert mitmachen. Okay. Habe es mitgemacht, ein paar Tage. Habe gemerkt, es tut mir verdammt gut. Ich schlafe besser, weil ich bin müde am Abend. Ich esse etwas, ich verdaue es gut. Ich schlafe gut, ich wache gut besser auf. Es braucht ein paar Tage, bis du in das reinkommst, aber es tut mir gut. Und dann sagt mir der Kollege, ey, 12 Stunden Fasten hilft dann auch Zellenregeneration und all. Weißt du, so, dann, oh, das, okay. Dann, wenn das so deep meinem Körper gut tut, let's go, nochmal eine Woche. Ja, genau, ja. Nochmal eine Woche. Challenge accepted, bruv. Tun wir nochmal eine Woche rein. Reparieren wir mich. Ja. Weißt du? Okay, okay. Let's go. Ja. So. Und automatisch schaffe ich dann an meiner Gesundheit. Und automatisch hilft es so meinem Mental. Weißt du, so, es hilft mir mental. Weil der Kreis schließt sich. Weißt? Ja, voll. Es ist ein rundes Projekt. Und so helfe ich mir. Okay, okay. Und du stillst schon das Bedürfnis nach Challenges, die du hast. Genau. Ja. Ich glaube, vielleicht, also stimmst du mir zu, vielleicht auch nicht. Ich glaube, wenn du dich verbessern willst oder etwas ändern möchtest, musst du zuerst mal, bevor du etwas änderst, checken, wie du funktionierst. Genau. Oder? Mit was funktioniere ich? Funktioniere ich mir mit Ziel machen? Muss ich das so machen, so machen? Und das braucht eben mega viel Arbeit, sich kennenzulernen. Und ich rate jedem, der es nicht von allein schafft, sucht euch professionelle Hilfe. Alter, ich sage es jedes Mal, wenn jemand seinen Fuß verletzt hat, geht er zum Arzt. Und wenn deine Seele verletzt ist, dann kannst du zum Psychiater oder zum Therapeuten. Und es ist nichts Verwerfliches dabei. Ich finde, wir müssen die Bubble wieder brechen, Bro. Weißt? Ich habe so viele Kollegen, die sagen, Bro, ich gehe so einmal im Monat ab und zu, es tut mir gut. Weil, weißt du, sagst ja, ich kann es ja auch mit Kollegen bereden. Bro, kein Kollege, auch wenn wir reden, ich kann das gar nicht neutral betrachten. Ja. Wenn ich Sympathie für dich empfinde, würde ich immer Du sagen, bist beeinflusst. hast recht, Bro. Wenn du sagst, Bro, ich hasse den anderen, ja, Bro, hast recht. Ich gebe Ja. dir gerade recht, das ist normal, menschlich. Aber ein Psychologe, ein Psychiater kann dir neutral
ohne dass er irgendetwas für dich empfindet, dir seine Meinung sagen. Und das kann dir helfen. Ja, ich habe auch schon ich habe ein paar Mal probiert, weißt? Ich habe es nie geschafft, weißt? Okay. Aber ich habe gemerkt, ich kann mir helfen, Ja, voll. Ich habe es auch, weißt, auf dem Babytape habe ich es auch gesagt, so im einen Song sage ich, wegen La Vida Loca muss ich bald zum Therapeut gehen. Und im anderen Song antworte ich mit, der Bruder ist noch nicht genug Grief für Therapy. Okay. Sage ich zu mir selber, Okay, ich bin nicht okay. genug Grief. Ich habe es probiert, aber es hat mir Ich nicht bin gefallen. nicht genug Grief für Okay. das. Es ist auch schwierig. Aber, wie gesagt, ich sage dir wiederum auch, es braucht wirklich ein Level an Reife, dass Ja, du den mega. Schritt kannst machen kannst. Mega. Weißt, ich sage dir beides. Mega, Und- mega. Ich würde es gerne probieren, aber irgendwie, ich schaffe es nicht. Okay. Okay. Bro, es ist auch nichts Verwerfliches dran. Es ist krass, ich schaffe es irgendwie nicht, aber es ist voll okay, Ja. weil ich weiß, wie ich funktioniere. Ich kenne mich mittlerweile recht gut so. Ich kann sicher sagen, seit so 2 Jahren kenne ich mich recht gut, wirklich recht gut. Und ich merke, wie ich mich menschlich entwickeln tue. Okay. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Bro, ich sag dir, ich glaube, ich könnte auch nicht zu einem Therapeut. Ich wirb zwar und ich sage und mache und so, aber ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ich bin aber auch ein reflektierter Mensch. So, ich kenne, wo meine Bugs sind und ich habe seit Jahren die gleichen Probleme, wo ich wie anstehe. Ich kann mir aber mega gut helfen und ich sage dir jetzt auch zum Beispiel, eben die Frau, die ich kennengelernt habe, meine Freundin, hat irgendetwas können in mir lösen, dass ich auch vor ihr brüllen kann, dass ich auch über meine Ängste reden kann. Nicht Bravo, immer, Bruder, bravo. nicht immer, Bro. Ab und zu bin ich auch so wie mein Streitverhalten, Bro. Ich bin cold as ice. Wenn du mich verletzt, ich würde dich nie anschreien, geschweige denn schlagen oder so, nicht. Aber ich tue so schnell einen Mauer an, du kommst fast nicht zu mir durch. Und meine anderen Beziehungen sind immer so gewesen, alle sind an dieser Mauer gescheitert. Ja. Aber meine Freundin gingt und schlägt gegen die Wand in einer Form, wo ich das wie verstehe, dass es etwas in mir auslöst. Und ich bin so, boah, Bro, ich will nie mehr ohne die Frau sein. Weil Gratuliere. Dankeschön, Bro. Gratuliere. Es ist crazy, es ist etwas mega mega schön. Schönes. Es ist etwas mega Schönes. Und auch, eben, wie du es auch sagst, ich habe auch ein mega grosses Umfeld an Kollegen, wo ich auch, seitdem ich in der Schweiz bin, eigentlich mit denen verkehre. Und sie fangen mich einfach auf, so wie ich bin, und geben mir auch Feedback. Was ich auch zum Beispiel oft mache, was ich auch jedem rate, frag deine Kollegen, aber ernst. So, Ja, voll. Ey Bro, was ist die Charaktereigenschaft, die du an mir am wenigsten magst? Aber frag es nicht einfach, um dann zu antworten, sondern um es zu verstehen. Nimm es Verstehen. einfach an, geh heim, Bro, und dann siehst du, wenn von 20 Kollegen die Hälfte das Gleiche sagt, dann haben sie wahrscheinlich recht und Ja, du siehst sicher. es nicht. Es ist ein blinder Fleck, den du nicht siehst. Aber ja, bei mir ist es so, ich tue mir auch schwierig, Bro, weil ich habe so ein bisschen die Hürde, ich kann an einem Fremden nicht meine persönlichsten Sachen erzählen. Auch wenn ich weiß, es bleibt bei ihm, kann ich das nicht. Ich brauche eine mega Vertrautheit, dass ich dir mal persönlich Sachen wie von mir erzähle. Ich meine, eben, ich sage das als Beispiel immer, das ist jetzt etwa die 50., 60. Folge, die rauskommt. Los mal alle Folgen und versuch mich mal wie lesen. Es ist schwierig. Viele Kollegen sagen, du gibst nicht so viel von dir preis. Es sind meistens so Stories oder sonst etwas, aber Charaktereigenschaften eher weniger. So. Jetzt habe ich Ohren ausgeholt, aber ja, das ist so. Ja, aber finde ich fair, weißt du? Finde ich fair, reflektiert. Und ich nehme an, es ist auch ein Prozess von dir, um das alles, weißt du, was ich meine? Und sehr wahrscheinlich sind das auch Traumas, die dann wie quasi führen kommen und dann machst Ja, voll. Ja. Ich kenne es so. Ich habe seit meiner Kindheit so müssen leben. Ja. Wenn jemand mich verlässt, verlässt oder emotional Dings, Bro, dann mache ich das auch. Das ist so ein altes Mechanismus, wo ich jetzt mit 32 immer noch mache. So. Und es ist falsch und ich weiß es. ich kenne es gut, also bei mir war es nicht viel anders gewesen. Ich bin etwas passiert, ich denke einfach, easy. Von heute auf morgen ist fertig. Ja, voll. Ja. Aber es ist nicht eine geile Eigenschaft. Nein, eigentlich, gar nicht. Weißt? Gar Ich nicht. bin auch nicht einer, der dann gerne über das redet oder so. So, du hast das und das gemacht, Bro.
zähl doch selber 1 plus 1. Das ist fertig, schon durch. voll. Ja, voll. Aber vielleicht kann man gleich eigentlich das Gespräch führen und sagen, hey, wieso, das. Fürs Verständnis, weißt, von beiden Seiten, damit wir uns selber entwickeln können. Aber es ist auch sehr tough. Ich bin auch einer, der recht schnell eine Mauer, oder ich habe das recht oft gemacht und sehr wahrscheinlich, wenn ich in einer recht starken Defensive-Situation bin, würde ich es sehr wahrscheinlich wieder machen, weißt? Und auch eine Ex-Freundin von mir sie war am Limit gewesen, und hat so wirklich gesagt, so, es hat mich brutal gehittet, sie so, ich verstehe nicht, wie du so kannst sein. Ich probiere dir so viel Liebe geben, auf alle möglichen Art und Weise. Und du willst es einfach nicht annehmen. Du willst es nicht annehmen. Ich kann nicht mehr so, weißt du? Und das hat mich gehittet. Das ist so wie Scheiße. Ich weiß es nicht besser. Weißt du? Und mittlerweile habe ich es dann gecheckt, weißt du? Fast 2 Jahre später. Ja. Checkst, okay, Angst vor Enttäuschungen, Angst vor verletzt werden. Genau, das ist es. Und du probierst, weißt du, das ist auch ein bisschen Fassade, Bro. Probierst eine Mauer anzutatschen dort, damit du gar nicht reachable bist auf dieser Ebene. Und dann trainierst du das so krass unterbewusst, bis du das meisterst. Und dann bist du ein eiskalter Mensch. Genau, ja. Weißt, seit Kind an machst du das ja schon. Bei uns ist zum Beispiel Brüllen nicht erlaubt. Du darfst nicht brüllen. Wenn du brüllst, Bro, wow. Ja, bist weich, bist nicht männlich genug. Bist nicht, ja, auch. Bei uns verboten einfach. Du darfst nicht brüllen. Ohren falsch eigentlich, wenn du darfst nicht brüllen. Und da ich nicht selber brüllen, habe ich Leute zum Brüllen gebracht. Okay. Okay, das ist spannend. Ja. Weißt du? Weil irgendwie es braucht ja die Balance. Ja, voll. Doch es geht nicht immer so. Nein. Also brüllt jemand anderes. Also brüllt jemand anderes. Okay. Und ob mit Wort oder? Viel mit Wort. Okay. Weißt du, also richtig verletzt. Ich kann schon spitzig sein mit Wörtern. Ja. Weil so, ich habe das Gefühl, ich habe nicht ein schlechtes Menschenkenntnis. Und dann gibt es Situationen, wo ich denke, Bro, was machst du? Ja. Das, was du denkst, ist voll falsch. Ja. Und Wörter sind schon... Oh, ich finde, Wörter sind auch das gefährlichste Mittel, um jemanden zu verletzen. Bro, mein Vater hat immer gesagt, die Wörter sind wie Kugeln, die den Lauf von der Waffe verlässt. Wenn es einmal draussen ist, Bro, du kannst dich entschuldigen, kaputt. Aber wenn du etwas mal gekittet hast für mich, ich vergiss das nicht. Keiner vergisst das. Und darum man muss man aufpassen. Und das ist auch meine Art, zum Beispiel, wie ich diskutiere. Wenn meine Freunde mich aufregen, wir haben Beef und so, Bro, ich bin kalt, weil in meinem Kopf, ey, ist es Ghetto. Bro, weißt du, was ich da beleidige und mache und tue. Und ich denke mir, lieber hebst du deine Fresse an, anstatt sie jetzt zu verletzen. Weil ich bin früher auch so gewesen. Bist lieber ruhig, cool down, tu es für dich ausmachen und wenn du ready bist, dann redest du mit ihr. Voll. Und das hat uns so Mühe. Und ich sage dir, glaub mir, lass mich nicht reden. Weil ich weiß, dass ich es bereuen werde. Voll. Dann sage ich etwas, was dich voll verletzt und ich habe es nicht so gemeint, du wirst es nie mehr vergessen. Eben, ja. Darum, Bro, dann akzeptiert mich lieber als ein bisschen kalt und gut ist. Aber ich finde das mega gut, weißt? Ich mache das genau gleich im Fall. Ich mache das wirklich, wenn wir können streiten jetzt, ich sage, okay, ist gut. Ja. So. Okay, ist gut. Du denkst vielleicht, du hast mich eingeschüchtert oder so. Ja. Ich denke, ich habe die Situation nicht eskalieren lassen. Genau. Weißt du? Weil ich kenne dich vielleicht. Checkst? Ich kenne dich vielleicht gut. Vielleicht kenne ich dich zu gut. Und wenn ich jetzt drop, was zum Droppen ist in mir drin, dann werden wir es vielleicht nie mehr gut haben. Ja, voll. Für was? Und es wäre schade, weißt, um die lange Zeit, die wir miteinander verbracht haben und die schönen Erlebnisse, die wir hatten. Weil du bist vielleicht jetzt auch nicht wirklich zu weit gegangen. Weißt? Du bist vielleicht nicht zu weit gegangen und ich will es nicht aufs nächste Level bringen. Checkst? Darum bleiben wir dort, wo du bist. Genau. Chillen wir ein bisschen bei dir. Und dann
schauen wir, wenn ich die Wortwahl gefunden habe, zum Expressen, was ich dir wirklich sagen will, Genau. dann ist es dann konstruktive Kritik. Ja, genau. Und mit der kann man arbeiten. Und dann können wir weitergehen. Ja, voll. Und dann können wir zusammen wachsen. Genau. Und sonst ist es beendet. Ja. Weißt, auch, ich sage auch zum Beispiel, wenn in einer Beziehung, ich glaube, ich habe so Beleidigen und so, das ist nicht meins, Ja, zum Beispiel. voll. Weißt? Ist auch null, Bro. Weil ab dem Moment, wo der Respekt den Raum verlassen hat, ist fertig. Pack zusammen, geh an, Bro. Die Beziehung ist am Ende. Ja, voll. Ob es mit der Frau ist, mit den Kollegen, was auch immer, Voll. mit der Familie. Sobald der Respekt den Raum verlassen hat, Ja. Können alle anderen auch gehen, Bro. ist fertig. Ja, voll. Weißt? Und darum, weißt, so wirklich bedacht an die Sache herangehen, finde ich so. Weil sonst ist es einfach sehr riskant. Ja. Weißt? Mega, mega. Mega. Und der Aufwand und der Ertrag ist dann nicht balanciert. Nein, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Ich habe noch eine Frage im Kopf gehabt. Die ganze Geschichte, die du erzählt hast, auch mit der Jugend, das, wenn du dir als Laivin, du siehst den Laivin mit 14 oder du kannst das Alter aussuchen, einen Tipp könntest mitgeben. So, vielleicht hast du zum Beispiel in einem Alter Fehler gemacht, den du heute bereust, wo du sagst so, shit, Alter, könnte ich mein Leben nochmal leben, mit dem Mindset, das ich jetzt habe, würde ich dem 12, 13, 14, 16-jährigen Laivin sagen, Brüder, schau, von Brüder zu Brüder. Ich glaube, es wäre nur fokussiert dich auf dich. Okay. Was ja mega viel eigentlich aussagt. Aussagt, Bro. ja. Ja, extrem. Weißt du, so lass den funny shit. Ich denke, ich wäre an einem ganz anderen Punkt in diesem Leben. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich dann auch so wäre, wie ich jetzt bin. Ja, genau. Weil der Charakter, den ich jetzt am entwickeln bin, den habe ich gern, Bro. Mhm. Weißt du? Ich mag das. Ich könnte jetzt nicht auf dem Stuhl mit dir über Gefühle und Emotionen und so reden, wenn ich nicht das alles durchgemacht hätte. Ja, voll. Und wenn ich Sachen anders gemacht hätte, ich weiß nicht, weißt du? Mhm. Ja, voll. Du Vielleicht weißt. wäre ich ein fettes Arschloch, Bro. Ja, voll. voll. Weißt du? Erfolg, 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 keine Niederlage, weißt du? So. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es genau das. Vielleicht habe ich einen Höhenflug gebraucht und halt mir so wieder auf die Realität geholt werden und dann und dann weißt du, was ich meine, Ja. das links und rechts, dass wir da sind und können sagen, hey, Bro, das ist so, weißt du, dass man wirklich transparent auch reden kann, weißt du? Ich glaube, ich glaub, es wäre wirklich so, fokussiere dich auf dich. Alles drumherum, weißt, kann ich eh nicht ändern. Ja, genau. Weißt, weil das sind dann Einfluss von Dritten. Mhm. Was ich kann machen, ist das, was ich kann machen. Ja, Aber voll. es ist mega schwierig, weißt, wenn du ein turbulentes Upbringing hast, weißt, wenn du sehr turbulent aufgewachsen bist und es war immer Hektik herum, so, dann gewöhnst du dich einfach an das. Ja, sicher. Und wachst du so auf. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht hätte. Weißt du, so. Aber etwas ist wirklich so, auf mich fokussieren. Und was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre zum Beispiel so eine Vaterfigur in meinem Leben. So. Ja. Weil ich merke nach meiner Analyse, so, das ist das A und das O. Weißt? So, damit du auch Grenzen kennenlernst, so Ja, auf voll. die Art und Weise. Es braucht halt beides. Weißt? Dort bekommst du Liebe über, dort bekommst du so Ja, Dings über, weißt, so Disziplin, die Strenge, die es auch braucht. was es auch braucht, damit du Sachen kannst durchziehen kannst. Genau, Weißt? genau. Damit du nicht einfach verweichlicht wirst. Voll. So. Und das ist etwas, wo ich denke, so, das wäre schön gewesen. Genau, jetzt fällt mir aber gerade etwas ein, ich habe dort nicht gebrüllt quasi, aber ich habe sehr wässrige Augen bekommen. Wir waren in den Bergen und sind dort in ein Restaurant und habe gesehen, wie ein Vater mit seiner Tochter dort allein am Skifahren ist, weißt? Und wirklich, er war voll in Tune mit ihr, weißt? Am Reden mit ihr, als wären es zwei Erwachsene, okay, und Interesse, okay, und interessiert nach ihren Interessen, weißt? Und voll reifes Gespräch und das ist eigentlich ein Kind und du merkst, sie spürt, dass sie ernst genommen wird von ihrem Vater. Checkst? Sie spürt das, es ist so ein Vertrauen und weißt, das sind Sachen, die ich noch nie hatte, weißt? Und das war schön gewesen,
Dann bin ich ganz kurz in eine Trauer hineingefallen und habe gemerkt, Bro, das ist die falsche Emotion, nicht die auslösen, du es bewundern. Checkst? Mega schön. Und dann habe ich es angeschaut und dann wirklich Wasser in die Augen bekommen. So, wow, das ist auch mein Ziel. Weißt, ich will das weitergeben, was ich noch nie hatte. Mega schön. Mega stark auch. Mega stark, weil der Mensch ist eigentlich, wenn er etwas nicht hat, nicht und so, das gehört zu uns. Klar, Ja. Ausmaß ist immer ein Ding, aber dass man dann sagt, ich habe das nicht gehabt, aber ich gönne das an dem Kind und schau mal, wie schön und ich versuche das jetzt in Freude umzuwandeln, ist, also dann merkst du, dass ein Prozess in dir stattfindet, Brüder. Es ist wichtig, Mann. Weißt du, weil eben, Bro, du verrottest schon deinen Ja, Leben. voll. Und was bringt es dir? In Trauer und Hätte und ach, mein Leben, ach. Was bringt es, Bro? Ich schone mich vor so Leuten, Bro. Ja, Ich meide das extrem. ja, sollte man auch. Sollte Ich man auch meide wirklich. das extrem. Ich habe auch schon eben im Raum betreten. Ich merke, Leute sind am Motzen. Jungs, Tja, schön, ich bin ja. out of here, Bro. Weil Ja. das ist die falsche Vibration, das ist die falsche Energie. Voll. Weil das färbt ab, Bro. Mega, Es mega. färbt ab und dann... Nein, kein Ja. Bock, Mann. Ich gehe lieber und gehe irgendwo Positivität suchen. Voll. Bro, tu eine volle Orange bei 20 schönen, die schönste Orange auf der Welt. Tu es mal rein und schau mal nach einer Woche, wie das Voll. aussieht. Das Das ist alles, das verbreitet sich wie so eine Pest. All die Negativität, das verbreitet sich wie eine Pest. Wir Und das sind ist- so es geht empfänglich schnell. zum Influenced werden. Das ist heavy. Das ist heavy. Es hat ein Buch, das ich dir sehr gerne empfehlen würde. Ich habe das nicht da. Stoizismus, sagt ihr etwas? Nein. Ich habe das Gefühl, wir sind ähnlich im Denken. Ich weiß jetzt nicht. Wir haben schon ein paar Mal geredet im Doch, Studio auch. doch, Aber wir sind sind wir. recht Habe ich ähnlich das Gefühl. im Denken. Und Bro, der Stoizismus ist etwas, wo mir, also, obwohl ich so lange in der Psychiatrie arbeite und mich mit dem befasse, hat das so mal mein Denken nochmal auf so ein ganz anderes Level gebracht. Und das sagt eigentlich so wie Sachen, die du nicht ändern kannst, Bro, vergüden nicht deine Energie. Ja, voll. Es gibt zum Beispiel einen Psychiater, der Viktor Frankl, der ist in KZ reingekommen, Mhm. damals in der Hitlerzeit. Und er hat gewusst, ich werde verrecken. Und er hat Wie heisst er? Viktor Frankl heisst er. Und er hat gesagt, wieso soll ich jetzt traurig sein? Ich verrecke eh. Also die letzten Tage, die ich habe, verbringe ich lieber mit Dopamin ausschütten, anstatt zu denken, ich werde verrecken, weil der Tag wird kommen. Und das ist, finde ich, so die Meisterklasse von etwas können akzeptieren und gleich nicht seine Lebenslust oder in Depression oder sonst etwas Ist er gehen. Psychologe oder so etwas? Ja, er ist Psychologe. Viktor Frankl. Ist er auch im SRF gewesen? Weißt du das vielleicht? Boah, das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er lebt, Mann. Ich glaube nicht. Weil ich habe auch mal ein Interview gesehen von einem, wo diese Story hat. Und wo dann gesagt hat, eben, zum Beispiel, ich glaube, die Partie von der Hirnhälfte tut stimulieren, wenn du redest mit etwas und so tust du Traumas verarbeiten. Und ich weiß nicht, ob es er war, aber Er ist mir gerade durch den gestorben, Kopf Bro. gegangen. Ist verstorben. 97 ist er Okay, dann ist es verstorben. nicht der. Dann ist es nicht der. Das steht da. Okay, nein, dann ist Wirklich. es nicht Und das ist so game-changing, Bro, wenn Ja. das liest. Und das ist eine Philosophie, die von den alten Römern eigentlich noch ist. Und es ist immer noch so präsent in der heutigen Zeit. Das ist etwas, wo ich am Trainieren bin seit letztem Jahr. Ja. Nicht seit da Sachen vergüten, wo ich... Was willst du machen, Du Bro? kannst es nicht ändern. Wer bin ich, Ja. um das Unmögliche möglich zu machen? Ja, genau. Weißt du, Die was ich meine? Typen machen das Unmögliche immer möglich. Wie? Ja, nein, es geht nicht. Ich kann das gar nicht. Es geht nicht. Du bist nur müde nachher. Du hast Du keine bist- Energie für genau, die schönen Sachen. genau. Weil du so in dieser Trauer bist. Bro, Depression ist so etwas Schlimmes, wirklich. Du hast 100%. Weißt du? Du hast 100% in 24 Stunden. Ja. Du hast 100% in... Es ist immer... Du musst entscheiden, wo du investieren Ja, tust. voll. Und wenn du 70 da investierst, hast du nur noch 30 verdammt. Ja, genau. Genau. Du Wie musst willst dann nicht Full denken, Potential rausholen? 70 da und da 100, Bro. Ja. 170, wir haben nur 100. Ja, Bro. genau. Und das checken viele Leute nicht. Ja. Darum, das ist schon ein wichtiger Part. So, deine Sachen richtig channelen, richtig kanalisieren. Voll. Ich habe gerade noch mal eine Frage vom Dings, die ich wollte stellen, bevor ich das vergesse. Jemand hat geschrieben, was hilft dir durchzubeissen, wenn es mal schwierig wird? Und dann als zweite Frage, was inspiriert deine Musik? Was hilft dir durchzubeissen, wenn es schwierig wird?
Das ist gar nicht mal so. Das ist eine banal gestellte Frage, aber gar nicht mal so banal zu beantworten. Ich stecke den mal aus, bevor Er überhitzt. der mir überhitzt und es mich voll anschießt. Angst. Angst. Angst? Ja. Was für Angst vor? Dass ich wieder zurückkehre dorthin, wo ich herkomme. Okay. Okay. La misère. Ja. Die Angst lässt dich. Also ich sage jetzt mal so, du hast einen schlechten Tag, depressiv, keinen Sport gemacht, du merkst, du nimmst zu, etc. Dann denkst du an die Angst und es holt dich dann wieder raus. Oder ist es ein Prozess, der dann stattfindet? Alles ist ein Prozess. Ja. Nee. Wenn ich zurückschaue, wie ich aufgewachsen bin, weißt du, so zum Beispiel, wir haben ein paar Jahre in Altstädte gewohnt, an der Basler Straße, in einem Zimmer, Bro. Das ist etwa so groß wie, ein bisschen grösser als da, mit der Mom. Und mega, so, ja, es war ein bisschen tough, Bro. Und eine Zeit lang bin ich gar nicht mehr auf Altstädte gegangen, weil es hat mich so zurückgehalten, weißt, zurückgebracht an die Erinnerungen und Trauma, so. ja. Wo ich dachte, nein, Bro, nie mehr, Bro. Weißt, so. Und dann ist auch, wir sind EG haben wir gewohnt mal. Und dann ist bei uns eingebrochen worden. Okay. Und weißt, so Sachen. Und da habe ich gecheckt, wieso bei uns eingebrochen worden ist. Also es war nicht irgendein Zufall-Dings. Okay, Weißt so, ja, halt. Also musst du nicht erzählen, ja? Ja, weil eben Family, Bro, wo in einem gewissen Bereich tätig war, wo nicht gesund ist, weißt du? Okay, verstehe ich, ja. Und ich wollte nicht, ich wollte nicht in die Misere zurück vom Lifestyle her, weißt? Ich wollte führen, ich wollte geradeaus gehen, weißt? Ich wollte weitergehen, ich wollte eigentlich vom Minus aufs Null können und vom Null in die erste, zweite, dritte. Schritt für Schritt. Checkst, So, ich ja. wollte nicht zurück in die Spirale. Ich wollte dort raus. Und vor ein paar Jahren habe ich mir das Lucky Charm Baby, das erwähne ich immer wieder ab und zu. Und ich probiere so aus dieser Spirale auszubrechen. Weil zum Beispiel, ich habe auch schon gesehen, wie mein kleiner Bruder alte Stories gehört hat, zum Beispiel im Welschland. Und so, oh, dein Bruder. Und dann hat er auch angefangen, crazy shit zu machen, weißt du? Okay. So, shit. Viele Leute sagen, ey, mein Bruder war so und so und so. Das ist mein Bruder. Ich muss wie beweisen jetzt. Weißt du nicht? Ja, voll. Ja, sicher, ja. Seine Fußstapfen so Genau, ein bisschen treten. genau. Und das ist wieder schlimm, weißt du? Ja. Weil zum Beispiel er ist doch auch anders aufgewachsen als ich, weißt du? Und ich hatte Momente, wo ich reagiert habe, wie ich nicht reagieren sollte. Nicht, dass du das auch wieder machst, weißt du? Weil dann haben wir keinen Fortschritt. Ja, genau. Wir haben keinen Fortschritt in diesem Prozess. Und diese Angst lässt mich pushen, weißt du? Weitermachen, dass meine Geschwister die zum Beispiel sehen, ey, der Dude macht auch weiter. Und er ist ein Beispiel für durchziehen. Ja. Durchziehen. Es geht länger, es braucht einen Moment. Er ist der lebende Beweis, dass du nicht von heute auf morgen erreichst. Weißt? Ich bin schon mega froh, zum Beispiel, dass mehr Leute mich verstehen und wie ich bin mega happy gerade momentan. Ich hatte super Listening gehabt, weißt? Leute sind gekommen und haben mich besser verstanden, Bro. Und für mich ist das schon ein riesiges Ding. Ja, sicher, Bro. Weißt, verstanden werden, akzeptiert wenn werden. du so lange nicht verstanden wirst, dein ganzes Leben, und jetzt Leute fangen dich an zu verstehen. Das ist Und crazy. ich darf mich selber sein. Ja. Ich darf meine Kunst so ausüben, wie ich mache. Ich arbeite viel mit Anglizismen. Früher haben sie mir alle gesagt, hör auf mit diesen englischen Wörtern, das Schweizer Rap, das Schweizerdeutsch, das halb Englisch. Ich mache das schon seit immer. Schau jetzt. Und jetzt klappt es. Schau jetzt aber, die alle machen es. Alle machen es. Alle machen, Bro. Und es ist okay, wenn ich es mache. Ja. Ja, voll. Ja. Und das erfüllt mich und das ist auch ein Part davon. Weißt, also es braucht immer beide Seiten. Ja, weißt, auch. 100%. Und das behaltet mich am Pushen. Und was ist die zweite Frage? Was Sorry. inspiriert deine Musik? Also klar, wir haben davon geredet, dein Leben. Dein eigenes Leben Schon am inspiriert es, oder? Dein Wachstum widerspiegelst du auch in deiner Musik. Ich wollte dir auch stellen, nur dass sie gestellt aber ich glaube, die Frage haben wir vorher sehr detailliert. Auch. Die kommt mit der Antwort mit so. Auch, ja, sicher, Voll. Bro. Du wachst. Ich bin schon recht so die Main-Inspiration
Für dich, ja. für mich. Ja. Weißt? Das sollte es auch sein. Bro, Ich will nicht, dass es arrogant klingt oder so, Nein. weißt? Aber es ist so, Bro, ich schaue zurück, ich reflektiere, ich schaue das an und denke so, wow, eigentlich hast du viel überstanden, Bro. Und das ist gut, aber krasser ist so der Prozess, wo du gegen dich selber, ich gegen mich. Ja, Der genau. Prozess ist für mich krass. Ja, das ist auch matchentscheidend. Und ich finde es auch, also sorry, ich muss sagen, ich finde es null arrogant. Wenn du mir jetzt sagen willst, Bro, ich mache Musik, weil ich habe früher Biggie gelesen, dann denke ich mir so, ja, ohne viel Substanz, Brüder. Ja. So, also was versuche jetzt Biggie mit dir? Aber wenn du mir sagst, ich bin meine Inspiration, mein Leben und ich finde, ich habe ein Fable dafür, Musik zu machen, ich treffe den Beat, was auch immer, ist das ja das Geilste, was es gibt. Also das ist ja null arrogant, finde ich. Ja, weißt du, auch der Narrative, also weißt du, so, was gesagt wird, wenn Leute dir Sachen sagen, Bro, viele Leute sind vom Tupac inspiriert. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen. Viele Leute sind vom Pac inspiriert. Wenn man den Pac wirklich kennt, also wirklich kennt, dann als jeder zusammen aufgewachsen, aber wenn man richtig schaut, Ja. er war Balletttänzer. Ah, was? Ja, er hat auch schon Ballettunterricht genommen. Er ist in die Kunstschule gegangen, Okay. weißt? Er ist von New York. Checkst? Und er ist mit seiner Mutter aufgewachsen. Pac ist mega, wenn du schaust, die alten Interviews, sehr feminin. Ja, mega, mega, habe ich auch Sehr gemerkt. feminin. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, ob er vielleicht gay ist. Wenn du so Jetzt alle Interviews, drehen durch. Wie kann er Pac als wenn du Schlimmes? schaust, ja, dann gehen die alten Interviews schauen. Ja, Gehen, geil, weil er mit das der Hand immer und so Ja, und ja, so. genau, ja. Das ist die feminine Energie, Ja. die er bekommen hat, weil er mit seiner Mama Ja, aufgewachsen voll, ist. voll. Was willst du machen, Bruder? Ja. Du bist mit Mutter aufgewachsen. Ich habe auch viel feminine Energie, Ja. die ich bekommen habe, weil ich mit der Mama aufgewachsen Ja, bin. ja. Weißt, ich diskutiere zum Beispiel. Ich habe lange immer diskutiert. Weil meine Mutter diskutiert. Ja, voll. Ja, ey. Weißt du, was ich meine? Und dann viele Leute sehen aber so das Endding vom Pac. Auf die Polizei geschossen, Ja, ja. West Dies Coast. gegen Biggie. dies, das, That's why I tough, fucked your bitch. bumm. Aber hinterfragen nicht, ey, kommt das vielleicht nicht mehr vom Suge Knight? Ist er nicht Okay. so geworden, nachdem er bei Death Row war? Weil der Suge Knight ihn rausgeholt hat, ihn rausgezahlt hat. Ja. Weißt du, so. Dünnes Zeug hinterfragen, Ja, weißt du? ja, voll, voll. Und eben die falschen Informationen, die man rausgehen und nicht zurück, weißt du, so, ich finde es immer gefährlich, weißt du? Ich finde so Sachen mega gefährlich. Ja, ey. Halbwahrheiten. Ja. Checkst? Und Internet ist die beste Plattform, um das zu nähren. Absolut. So, der sagt so, der tut es ein bisschen um. Und am Ende kommt eine ganz andere Geschichte raus. Schwere krass. Und dann lebt der andere nach dem, bum, bum, tough life, babababab. Und dann bist du am Arsch, weil du gedacht hast, der Pac war schon immer ein krasser gewesen. Ja, voll. Schade, Bruder. Falsche Inspirier dich Inspiration. lieber von dir selber. Voll. Ich meine, er war auch Background-Dancer, der Pac. Ah, was? Bei Digital Underground hast du gesehen, ihn zuerst am Tanzen und so. Und dann ist er gekommen und gesagt, ja, ich will meinen eigenen Track machen, Bro. Er war ein Teil von dieser Crew, aber Belly Dance. weißt du, was ich meine? Ja. Wieso reden die Leute nicht über das zuerst Ja, mal? ja, Weißt? Aber sicher. ich verstehe es auch. Weißt? Du willst ja nicht eine Arbeit schreiben über jemanden. Lieber, es ist einfacher, einfach die Informationen, die gerade da sind, Ja, nehmen sicher. und mit dem gehen. Sicher. Und alle sagen, geil, geil, geil. Wenn du so eine Meinung, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das ankommen wird, dann sind erstmal Leute vor den Kopf gestoßen. Ja, aber und du mir bekommst ist nicht vielleicht. scheißegal, wie das Bro, ankommt. mir auch, aber es ist wie nicht der Zuspruch, wo du, wenn du sagst, Tupac, der Gangster, dies alle sagen, ja, ja, ja. Aber wenn du so Sachen sagst, ist es eben nicht das, was vielleicht alle hören wollen. nicht. Ganz kurz noch, ich will dann sagen, ob er jetzt schwul war oder nicht, das ist uns scheißegal. Also nicht, dass man das in den falschen Hals bekommt. Und wenn man feminine Zeug hat, heisst das nicht gerade, dass man homosexuell ist. Einfach heutzutage musst du alles erklären, Ja. Bro, sonst fühlt sich wieder Sonst irgendjemand wirst du gecancelt. offended oder keine Ahnung was. Voll. Einfach, dass das mal klar ist. Und auch die Musik, Bro. So, der Song, also meine zwei Favorite Songs vom Pac sind Pain, So Much Pain und Branda's Got a Baby. Ich kann beide nicht, Alter. Ey, das sind richtig auch so im Clip siehst, wie eine so ihr Kind in den Abfall schießt quasi, weißt du, weil sie nicht klarkommt. Bro, der Pac ist dort deep gewesen, weißt du, und in Tune und
in Tune mit Frauen. Checkst? Ja. Weil er versteht sie. Ja. Checkst? Er ist ein super charmant. Weißt du, wenn du so Interviews los ist und Er alles ist- so, Charmant. Max, Bro, Max. Charmant. Weißt du, richtig. Darum ist er auch so gut bei den Frauen angekommen. Ja. Er weiß schon. Er ist Checkst? ja noch ein hübscher Gut Dude, ja. aussehen, Dude, alles. Und eigentlich das Taffe ist eigentlich gar nicht für ihn gewesen. So wie ich das analysiere. Ja, und am Ende vielleicht hat genau das seinen Tod gebracht. Voilà. Ja. Voilà. Wenn etwas nicht meant to be ist, dann musst du Lass einfach einfach. deinen Kopf dort rausziehen, Bro. Lass. Und wie der Levin vorher gesagt hat, dich einfach auf dich fokussieren und was deinem Herz Freude oder was auch immer gibt, das nachverfolgen. Absolut. Alles andere bringt wie nichts. Das ist auch ihm zum Helfen. Das war nicht mal sein Beef. Checkst Ja. zum Beispiel in Vegas. Das war nicht sein Beef. Ja. Das ist krass. Gönnt dem nach, was für euch ist. Wirklich. Sehr Pack oder wichtig. Biggie? Pack. Pack, okay. Ich bin, ja, du hast schon gesehen. Ich bin- Biggie-Fan. Ich bin voll in Tune gewesen mit beiden. Ein bisschen. Ich bin Ja. so ein Hip-Hop-Nerd. Weißt du? Ja, So, okay. alles schauen. Ich weißt so. Okay, bin voll okay. in Tune mit dem. Bushido oder Sido? Sido. Ich bin beide. Sind mir beide egal irgendwie. Auf eine Art und Okay. Weise. Aber so als Junge, keine Ahnung, 14, Ich hast habe nie- 1-2 Sido-Lieder geil gefunden. Ich habe 1-2 Bushido-Lieder cool gefunden. Okay. Es bewegt mich nicht. Okay, aber Deutschrap, so, was bewegt dich im Deutschrap? Schon Luciano, Reezy, Ja, das Zeug, das ich halt höre, weißt du? ja, sicher. Das, Okay. ja. Und so als Junge? Nicht gross. Nein, Eher. ich habe mehr Trap gehört. Okay. Also damals hat es Dirty South geheißen. Ja, Ja, das war mehr mein Ding gewesen. Auch nicht East Coast, West Coast so. okay. Süden. Okay. Ich bin voll für den Süden gewesen. Okay, okay. Hast du noch mal eine Frage gekommen? Ich stelle sie, Bro. Du musst mir Ja, sagen, ich ich will hab- keinen Beef gerne. anzetteln da. EAZ oder Loco? Das gibt zum Überlegen, Bro. Ja, sicher, sicher. Und es geht nicht Legacy, es geht um persönliche Präferenz von Musikgeschmack. Je nach Zeit. Okay. Also Zeit Winter, Sommer oder Zeit, wie ich Auf mich was fühle? ich mich fühle. Wenn ich Okay. Bock auf etwas Melodisches habe und all das ganze Zeug. Weißt du, so, EAZ hat krasse Melodies. Mhm. Weißt du? Max, Bro. Das ist ein Krass. Max begnadeter Künstler. Also. Und der Loco kann mega gut Sachen in Wort fassen. Mhm. Darum fühle ich ihn so, ja. Es ist genau das. Er kann mega gut Sachen in Wort fassen. Und das sind zwei komplett verschiedene Komponenten. 100%, ja, 100%. Ich Drum- kann mit der Antwort leben. Ich würde jetzt zum Beispiel einen Shot nehmen, wenn ich mich. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, das will ich auch machen. Mal so etwas wäre auch geil. Was sind da noch für Fragen gekommen? Welche sind deine Lieblingsartists in der Schweiz und wieso? Antworten kannst du, wie du willst. Du kannst ja Es ist sagen, Bro, schwierig, ich habe Bro. keines. Du kannst ja sagen, eben, es ist je nach Weißt du, Mut. Lieblingsartist ist halt immer so. Bro, ich höre gerne Schweiz-Rap. Aber ich höre auch gerne kreuz und quer durcheinander, Mann. Okay. Weißt du, ich tue einfach gerne Cherry-picken. Ich habe gerne den Song von ihm, ich habe gerne den Song von dem, ich habe gerne den Song von ihm. Weißt du, wie ich meine? Aha, Es ist aha. so, es ist schwierig zu sagen, das sind meine Favorite Artists. Okay. Aber ich habe gerne Songs von gewissen Artists. Weißt du, so, Okay. es gibt sicher von vielen, wo ich mega gute Songs mitnehme. Weißt du, so, ja, es ist schwierig. Okay, Es okay, ist ja, schwierig. fair. Was sie am meisten. Ich habe eben heute noch gefragt, so, ich mache Aufnahmen und so. Viele haben auch nicht gewusst, welche Person heute da ist. Mhm. Was ihn am meisten geprägt hat, Lebensereignis, Lebenssituation oder sonst irgendetwas. Ja, was heißt, haben wir eigentlich auch besprochen. Ja, Enttäuschungen. Oder? Die Enttäuschungen, die eingeprasselt sind. Enttäuschungen, ja. Wie tust du deinen Alltag entschleunigen und warum genau auf diese Art? Kannst du Entschleunigen präzisieren? Eben, Bro, ich bin jetzt auch gerade am Überlegen. Während dem Lesen habe ich versucht zu überlegen. So quasi, weil
nicht Entschleunigen. beschleunigen, ja, entschleunigen. Ja, ist oder so wie, wenn etwas Zu schnell geht, dann bremst du wie so ein bringst du bisschen Ruhe in Ruhe. dein Leben? Reflektieren, Bro. Ja. Ich google es trotzdem. Ich glaube, es ist auch das Gegenteil von Ja, beschleunigen. hätte ich jetzt Das auch macht am gesagt. meisten Sinn. Gezielte Verlangsamung bei Tätigkeiten oder Entwicklungen. Überlegen, weißt du, bringt es etwas. Manchmal gehe ich rein und auch gerade vor kurzem einen Release stressen, weißt du? Wieso stresse ich das? Ja. Wie Leute warten oder sonst etwas. Irgendeinen Oder Druck. Druck hast. Hör auf, hör auf. Weißt du, ich rede dann mit mir selber. Ich sage, Bro, chill einfach, Bro, hör auf. Nennst du, wenn du mit dir selber redest, dich Bro? Ja. Ich mach das auch halt. Ich bin krank. Ich sage mir immer ab und zu auf, sage Bro, chill und so. Sag ich, ja, aber Bro. Ja, aber Bro. Und es ist so wie so ein Dialog. Sicher, wo du in dir drin führst, Ja, aber ich finde es voll. auch wichtig, Mann. Oh, es ist, also, wenn du das nicht machst, ist ein bisschen fragwürdig. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich Bro oder ob man wie einen Dialog führen muss, aber ich mache das sehr oft. Ich mache das sehr oft, ja. Weil dann ich so, mit meinem Bewusstsein, auch einen Schritt hinterher. Ja, voll. Und ich lasse meine zwei linke und rechte Hände miteinander Ja, diskutieren, Bro. Ping-Pong spielen. Und dann kommt schon das Richtige raus, weißt du, weil die wahren Gefühle sind dann stärker. Ja, voll. Und dann, ja, dann kommt dann das Ergebnis. Dann analysiere ich das Ergebnis, analysieren, was sind Pros, Kontra. Wie gesagt, ich bin recht analytisch so. Nice. Und dann sage ich, okay, was tut mir gut? Und Stress ist etwas vom Schlimmsten, Ja. finde ich so, als Mensch. Ja, das ist ein Gift eigentlich. Und wenn es nicht muss es nicht sein. Ich habe auch viel, weißt, so Releases gestresst und die sind in die Hose gefallen. Und ich habe Releases einfach gleiten lassen. Und so, und es ist natürlich gekommen und es war ein Erfolg gewesen. Ja. Und an dem muss man eigentlich heben. So. Drum, ich glaube, es ist schon die Diskussion mit mir selber, wo dann das Ergebnis gibt, wo ich dann sage, okay, komm, weißt du was. Komischerweise ist der Song schon gemixt und gemastert, am Warten auf den Release. Ich stress aber für den. Ja. Wieso? Irgendwie sind sie ja aus einem Grund schon da. Ja, voll. Unbewusst. Geh mit denen Ja, weiter. voll. Lass dich nicht stressen. Voll. Vielleicht brauchst du auch den Stress, also du musst da rausnehmen, dass, keine Ahnung, dein kreativer Prozess im Kopf weiter kann Ja. gehen. Und wenn du denkst, ey, nein, das will ich wie anders machen. Ich merke es zum Beispiel, Bro, wenn ich keinen Bock habe zum Reden. Ich habe Tage, ich bin voll sozial. Und es gibt Tage, ich bin so, Bro, lass mich einfach allein. Ich male, wie ich dir vorher gezeigt habe. Und wenn ich eigentlich Podcast abgemacht habe, Bro, ich gehe nicht. Weil es bringt nichts. Ich sage dann ab, weil es ist so, ich kann nicht mit dieser Leichtigkeit reden, ich habe vielleicht ganz andere Sachen im Kopf und dann merke ich, zum Beispiel meine Mutter schaut jede Folge und sie kann mir immer sagen, bei dieser Folge hast du voll keinen Bock gehabt. Und es geht nicht darum, um mein Gegenüber, Ja, ja. sondern weil ich habe... Du bist im anderen voll. Space. Für was stressen? Voll. Ich meine, wir haben ja auch schon verschoben Ja, voll. für heute. Und für mich ist es so, gut, easy, Mann. Weißt du, er sagt es mir. Ja, genau. Checkst? Ja. Er sagt es mir, dass er nicht dort ist. Er sagt, und ich wollte auch nicht einen zusätzlichen Stress, der zu einem Anschiss führt. Ja, aber Bro, wir haben doch abgemacht. Ja, genau. Was bringt Was bringt's dir, was bringt's mir? Ja, dann hocken wir dort mit so einer Grundanspannung. Das ist nichts. Nein. Wenn ich nichts zu tun habe, heute. Wenn du nichts zu tun hast, heute. Let's go. Ich schwöre, Gestern ja. habe ich ich habe frei bekommen. Gestern habe ich also gesagt, hey, hast du spontan Zeit für ein Radiointerview? Und ich denke so, darum habe ich frei bekommen. Okay, Ja, jetzt okay, check ich's. ja. Okay, es So. müssen sein. So, Es hat ja. müssen sein. Du Sonst hast auf mich hätte- gewartet. Genau. Ja. Und da, weißt du, das Ego, Bro, das ist so giftig, Mann. Das ist krank. Weißt du, wir müssen das immer auf die Seite tun. Ja, voll. Und dann kommt ein gutes Ergebnis. Weißt du, wieso, weißt du, du kannst schnell, weißt du, er verschiebt mich, er nimmt mich nicht ernst, Ja, was ja. hat das Gefühl, wer er ist, Genau, ja. der muss Respekt haben vor mir. Ja, genau. Ich bin der Künstler eigentlich so. Wieso, Bro? Ja. Er schuldet mir nichts, ich schulde ihm Ja, nichts. genau. Wir wollen beide etwas, wo ein gutes Ergebnis Ja, gibt, genau. weißt du, so. Und am besten dann, wenn wir beide topfit sind. Voll. Heute bin ich aufgestanden, ich habe einen Bombentag Ja, gehabt, voll. es ist alles gut, habe mal Piano gelost. Dann, ich meine, boom, bin da angekommen, habe meinen besten Kollegen angerufen und gesagt, hey Bro, das ist ein geiler Tag. Geil, Mann. Boom, bin da angekommen, voll, weißt du, wir haben uns Voll Sachen chillig austauscht, Stimmung. Bruder, sind da bekommen und ist alles gut. Voll. Es hat müssen so Ja, sein. genau.
Darum ist das andere Datum hat so nicht funktioniert, Genau. weil es hat heute sein. Aber du hast etwas mega Wichtiges gesagt, man muss sein Ego auf die Seite tun. Viele Leute nehmen etwas immer auf als persönlichen Angriff. Wie du sagst, er hat nicht abgemacht, aber mit den anderen hat er aber abgemacht. Bro, das fickt so deinen Kopf, deine Energie, deine Laune, deinen Tag und deine Mitmenschen, weil du sie auch infizierst mit dem und es bringt einfach nichts. Es bringt einfach Es nichts. bringt nichts. Und manchmal müssen das Gegenüber probieren lesen. Ja, genau. Auch verstehen, Mann. Wieso, Weißt- wieso ist er jetzt gerade so? So, weißt, wir haben das ein paar Mal gesehen und ich schaue dann auch, weißt, ich schaue auch Stories und ich probiere zu schauen. Checkst? Ja. Ich probiere zu schauen und dann so, ich glaube, er braucht ein bisschen Space, ich brauche glaube, ein bisschen Zeit für ihn. Es kann sein, dass gerade Turbulenz bei ihm herrscht. Das ist so zum Beispiel das, ich habe so ein Gefühl bekommen, weißt, Ja, Turbulenz, Hektik, Genau. Chaos. Stress, zu viel zu tun. Und dann Ja, ganz locker miteinander, nicht noch mehr Stress genau. Ja, erleben. genau. Probieren abholen, in dem, ey Bro, kein Problem, Ja, voll. ich bin rum, Bro. Voll. Checkst? Weil das ist dann wiederum eine Erleichterung auch fürs Gegenüber. Sicher, Bro. Es ist so, boah, Mann, er nimmt es easy, Bro. Ja, Shit, genau. ich kann meinen Shit nachgehen. Bro, das ist eine Art von Liebe, die man expresst und wo der andere, wie du sagst, indem er sich verstanden fühlt, sich auch keinen Stress macht. Genau. Als wenn jemand jetzt mir den Kopf fickt und sagt, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Easy, Bro, dann machen wir halt. Dann hocken wir beide dort. So. Voll. Voll kein Bock. Voll kein Ding. Für was? Heute voll geil. Nichts vor, ankommen. Eben, ich meine, auch das Gespräch ist mega in die Tiefe gegangen. Ich habe es mega schön gefunden. Ich schreibe immer so 5, 6 Fragen auf. Ich habe keine Frage von der gebraucht, weil es ist so natürlich gewesen. Und diese Gespräche finde ich eigentlich am schönsten. Wenn es einfach sich so entpuppt Ja, als voll. etwas, was nicht geplant Es war. float. Ja, genau. Es float. Weißt, man kann auf einem Level reden, wie es vielleicht vor 5 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Ja. Weißt, wir haben auch im Komplex geredet. Weißt, ich weiss, kannst du dich erinnern an das Gespräch dort? Komplex. Doch, sicher. Ja. Im Raucherräumchen. Genau. Ja, voll. Und auch, dann hast du auch gesagt, ey, egal, nachher so sag. Und dann hast du mir die Story erzählt und für mich ist es so, ey, voll easy, weil es kann so überkommen, Ja. Bro. Es kann passieren. Ja, Aber wir haben jetzt miteinander ein paar Mal geredet, Voll. wir haben Zeit miteinander verbracht, jetzt siehst du auch die Wahrheit, Ja, jetzt ist genau. alles cool. Ja. Checkst Und du verstehst mich. Sicher. Du verstehst, wenn der andere sich ein bisschen... Wie eben, du schaust schnell mal und dann sagst voll arrogant. Voll. Aber dann lernst du ihn kennen und er erzählt dir seine Geschichte und dann denkst du, okay, das ist vielleicht ein Schutzmechanismus. Und er schafft daran. Und eben, Bro, es macht so viel einfacher, wenn wir nicht vorurteilen. Einfacher. Das ist crazy. Ich merke das auch immer wieder. Ich gehe auch ab und zu dort rein. Und dann, wenn ich wieder so rauskomme, denke ich so, fuck, schon wieder. Voll. Schon wieder. Aber voll menschlich. Und Voll du darfst auch menschlich. nicht zu extrem Nein, sehen. nein, es weißt? ist okay, es ist normal. Weißt du, solange du eben an etwas schaffst, Bro, ist für alles okay. Solange du es siehst. Genau. Weißt du, einer denkt vielleicht, ey, der ist voll geizig, man. Der andere denkt, Bro, ich schaue einfach für mich. Ja, voll. Ja. Ja, Checkst? genau. Vielleicht bei unserer Kultur, weißt du, da laden wir ein, Bro, du kommst rein, hey, willst du etwas essen, willst du etwas trinken? Ja, genau. Bum, bum, bum. Der andere sagt, ja, komm doch rein. Es wird nicht einmal gefragt, ob du etwas trinken willst. Ja. Wieso hast du nicht vorher etwas gekauft? Checkst? Ja. Weißt du, es sind andere Arten, wie man aufwächst, andere Kulturen. Fix. Und es ist voll okay. Weißt du, probier dann ihn lesen, wie funktioniert das Genau. so sonst. Wieso anders. kommt er zu dem? Genau. Bro, vielleicht hat er 4 Kinder, die er muss ernähren muss. Oder und so. er muss auf jeden Rappen schauen, weißt du? Und dann kommst du mit der arroganten Haltung, der hat mir nichts, voll der Geizige. Voll. Aber Bruder, vielleicht hat er 3 Jobs und hustelt. Kaputt. Darum eben, es ist Vorurteil. Wir sind so schnell mit Vorurteilen, wir müssen ein bisschen chillen, man. Chillen Unbedingt. und wie du sagst, schön gesagt hast, versuchen zu lesen. Versuchen nicht, was mit dem Wort gesagt wird, sondern was steckt hinter dem Wort, hinter der Wort. Mimik, Voll. dem Gefühl, das der Typ Körpersprache. vielleicht hat. Genau. Bro, ich habe noch eine Frage bekommen, und vielleicht sagt er das nicht, aber wenn nicht, kann ich dir das erklären. Du hast auch TikTok, oder? Ja, du hast TikTok. Yakari. Oh Mann! Wegen Persönlich. dem Video, wegen dem Musikvideo. Oh Ja. shit. Also Alter. schaut, die es nicht checken, es ist, auf TikTok ist es kursiert, eine Frau, die modelt und Videoclip gemacht hat mit einem Rapper. Und die Frau hat einen Freund, oder?
Und der Freund hat wie live darauf reagiert, wo er das Video sieht. Und es ist wirklich, der Typ rappt so, ja, wir haben Sex, ich fick dich, dies und das. Und spreizt so dabei und dann kommt so das Holy Light raus und er rappt eigentlich so in die Pussy rein. Und dann sagt er, ja, ich bin eigentlich stolz auf meine Freundin, weil, ja, schafft auch nicht jeder. Und dann ist das Internet natürlich eskaliert. Wie redest du über unsere Freundin? Hat es geschrieben. Was das denkst du, die persönliche Schwer Meinung? tough. Weißt, für mich ist auch so, ich habe ihn eben kennengelernt mal. Der Typ? Ja, den Mario habe ich mal kennengelernt. Ah, okay. Ja, er hat mir Props gegeben, damals für Baldream, wo ich Baldream rausgebracht habe, Ja. seine Playlist. Er hat mir low-key mir einen Karrierepush eben auch ein bisschen gegeben. Check. Okay. Du musst auch nichts sagen. Bro, ich sag, Bro, ich bin nicht jeden Tag, ist nicht so. Aber es tut mir ein bisschen leid für ihn, Ja. weißt du, so. Wiederum, es ist schwierig, weißt du. Die eine Seite sagt, Bro, schau, man sieht eigentlich nur ein Spice, er hat fix Kleider angehabt. Ja. Checkst so, es ist mehr bildlich gemeint gewesen. Und dann die andere Seite sagt, ja, aber weißt du, der Respekt, Bro, Das ist es. der Respekt. Ich frage dich anders. Du hast eine Freundin, sie ist Model, du supportest sie, so würde ich dich voll einschätzen. Und sie sagt, ich mache einen Videoclip. Und das kommt dabei raus. Und sie zeigt es dir. Was ist deine Meinung? Ich glaube, ich würde das nicht so feiern. Im Fall. Bro, ich würde mich kaputt rennen, Bro. Ich würde das nicht so feiern. Weil es geht nicht darum, ob man etwas sieht. Nein, es geht, wieso gehst du so weit, Genau. dass du das machst Genau. und mich in eine Position von Disrespect Genau. positionieren? Ja, du weißt, es wird geredet. Du weißt, die Leute werden deinen Freund ansprechen auf das. Ich bin dann ein bisschen schauen. Und ich habe probiert, sie zu lesen. Und von ihr ich habe das Gefühl, von ihr ist nicht so viel gekommen. Weißt du, was ich Ja, sie meine? hat eher gelacht auch. Sie hat viel gelacht. Hahaha, hat sie So nochmal. die Augen. Weißt du, Augen lügen nicht. Bro, The und eyes don't seine- lie, Chico. Genau, eyes don't lie, Chico. Und Bro, seine Augen haben kaputt gebrüllt. Ja. Er hat können sagen, ich finde es nicht so schlimm, Bro, ich habe deine Augen gesehen, Brüder. Und Aber die ich Hände finde ihre berührt. Augen schlimmer, Bro. Ja, weil Ich es finde ihre... Wie, 100%. es ist so... Es hat nicht so das Gewissen, weißt du? So kleine Gleichgültigkeit Ja, ist, genau. ist drin. Und das ist crazy. Und das ist verrückt, Bro. Ja, Das heisst, ihr ist eigentlich scheißegal, ja. wie er sich fühlt. Ja, genau. Hauptsache ich jetzt Ich bin habe in mein einem Ding Clip gemacht. gewesen. Weißt, es ist viral gegangen, Ziel erreicht. Ziel TikTok. erreicht, ja. Ob es jemandem schädigt oder nicht. Sei Mega dahingestellt. egoistischer Gedanke, ja. Voll. Darum ist es so, Bro, ist schon tough, man. Weißt du, ich überlege dann halt wie, boah. Und dann lang, weißt du, überleg lang, wenn wir Kinder haben miteinander und die Gleichgültigkeit immer noch stattfindet, Das war wie gewesen. ist es, Bro. Weil Ja. ab dem Moment, wo wir Kinder haben, ist ein anderes Level da. Ja, sowieso. Und dann wird kaputt mit dir Eier gespielt, weißt Also einfach, ja. Aber da haben wir die gleiche Meinung. Es ist so. du? Eben, wenn wir es auf künstlerische Ebene rechtfertigen, es ist nicht so schlimm, man sieht es bei, er rappt, es ist ein Model, okay. Das ist das Bild. Ja. Auf menschlicher Ebene, schwierig, Bro. Sehr schwierig, Bro. Sehr schwierig, Bruder. Und ich hasse Disrespect. Ja. Weißt, ich bin auch nicht der Typ, ich bin nicht so vulgär im Alltag. Vielleicht unter anderem schon. Ist einfach, wir reden einfach. Ja, Text. sicher auch, wenn du mit Aber Kollegen redest. ich bin nicht auch der, der meine Kollegen, ey Bro, fick dich, Bro. Check, das ist nicht meins, Bro. Okay. Weil ich jeopardize, ich bringe den Respektlevel in Gefahr. Weißt? Okay. Weil ich weiss, ich komme nicht so gut klar mit dem. Okay, also machst du es auch nicht. Das ist aber auch etwas Schönes, finde ich. Wenn du, schau zum Beispiel, wir sind im Kollegenkreis voll so, Bro, du bist dort attackiert, wo du am schwächsten bist, auf eine lustige Art. Nicht jeder vertreibt es aber. Wir haben einen Kollegen, der es nicht vertreibt, er macht es aber auch nicht selber. Und er wird dann auch nicht angegriffen. Voll. Die Schlimmsten sind, die es nicht vertragen, aber just for fun mitmachen. Ja, Bro, dann... Dann musst du es auch handeln. Eben, ja, genau. Jeder bekommt das, was er spreadet. Ein bisschen. So. Voll. So. Und das sind Situationen, dort würde ich Crash-Out geben. Ja. Weißt du, so. Und vielleicht nicht jetzt sofort, Aber im Nachhinein. aber ich würde dich anschauen und ich würde in den Kopfkino gehen, weißt du?
Und dann irgendwann habe ich ein Resultat, das ich durch meinen Prozess im Kopf gemacht habe, das vielleicht nie so gemeint war. Aber ich kann es rechtfertigen. Und dann sind wir in einer gefährlichen Situation. Ja, voll. Und das will ich nicht. Weißt du? Ja, aber da sind wir genau wieder bei dem. Du musst kommunizieren, wie du bist, wie du behandelt werden möchtest und nicht eben so ein People-Pleaser sein, Fresse heben, weil alle mitmachen, beleidige ich jetzt auch. Und dann bist du daheim, alle pennen in Frieden, aber du brüllst dir irgendwie eins kaputt. Das bringt wie nichts. Oder Voll. darum, also wirklich eine Message an jeden. Es ist nicht falsch, auch als Mann über seine Gefühle reden im Kollegenkreis. Im Gegenteil, es ist das Richtigste, was du machen kannst, Bro. Ja, weißt, auch mit Leuten, ich kenne dich ja jetzt nicht so gut, weißt? Wir haben ein paar Gespräche gehabt und wir reden gleich über Gefühle. Wieso? Weil man fühlt sich abgeholt im Gespräch. Ja, genau. Weißt? Okay, es hat Platz für die Meinungen. Weißt du, was ich meine? Voll. Und das ist ein gutes Gespräch, weißt? Mega. Wenn es keinen Platz hat, dann wird es langsam shaky, dann kannst du Sachen nicht sagen, ich muss mich auch zurücknehmen, Ja, genau. wir kommen nicht weiter. Und Das dann, ist dann wird Dann es kannst Chaos, du es dann kannst du gehen. Ja, es ist so fassadär nachher und das bringt keinem etwas. Das bringt keinem mehr Das bringt etwas. keinem Das ist etwas. Zeitverschwendung. Ja, Bro. voll. Weißt du, weil wie wir auch schon vorher geredet haben, die Zeit ist kostbar. Ja. Weißt du, weil wir haben nur die Zeit und du bekommst nicht neue Zeit. Ja, über. genau, Das ist genau. kein Game oder so, Ja, voll. wo 15 Leben hast. Und Genau. weißt du, ich meine, du hast eins und pass auf das gut auf, Bro. Voll. Pass sehr gut auf das eine Leben, das du hast, weil du hast nicht mehrere. Du kommst nicht wieder zurück, weißt du bist einmal da, Bro, hast die Laufzeit und wenn die Laufzeit abgelaufen ist, ist dann. Ja, voll. Darum, wie gesagt, wirklich macht das Beste aus eurer Zeit. Liebe integrieren in dieser Zeit. Das machen, was euch Freude macht und habt eine gute Zeit, weil das erfüllt euch und das gibt euch Energie. Sehr, sehr schöne Schlusswörter. Danke vielmals, Danke Rosi. dir, Mann. Sehr schön. Danke dir. Bis zum nächsten Mal, wenn es heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Danke vielmals und loset unbedingt am Live seine EP. Es lohnt sich wirklich. Und ja, vielleicht lernt ihr eine andere Art vom Live kennen durch die Musik. 3. April, Exil, kommen vorbei, Schleichwerbung. Es hat gesagt werden, Fix. kommen ins Exil. Wir sehen uns. Ciao miteinander. Ciao, ciao. Pull up in mein Abblock. Wie viele Leute haben schon gesagt oder gemeint, nach 3 Backpfeifen sind all wieder heim. Playboy sieht nicht lock, Baby ist on top, sitzt auf dem Glizzy, keeping it busy. Rate that, rate that, rate that. Kill ich für den Hit, tap, was Schatz. Hit nach Hit, man up, man down. Hit nach Hit, man up, man down.